dass es noch 1 Uhr ist. Ich muss also Zeit rappelieren, und wir wären froh, wenn wir lösen, aber sicher könnten alle gute Platz holen, für das wir mit diesem Kongress von heute können aufhängen. Merci dafür, für zu gucken, sollten still irgendwo fehlen, da wende ich vertrauensvoll und Leute von dieser Sektion, wir 100 Euro in Reserve, mich schmengend misst klappen. Ich muss so Gong haben, weißt du, den zweimal schallt, dann müssen wir für 2 schallen. Kinder wunsch gelebt, probieren Platz zu holen. Ich soll direkt den Satz und als Freunde, die mehr französischsprachig sind wie mir, chers amis qui sont ici et qui préfèrent une traduction simultanée en langue française, elle est assurée. Je vous prie de vous adresser pour ma part à la droite, de votre part à votre gauche, parce qu'il y a des écouteurs que vous pourrez vous procurer pour suivre les discussions. So, lieve vriendinnen en vrienden, lieve partijpresident, lieve Claude, dem haut jo mengenisch wie so dax die größten Verantwortung, wann es um Kongressorganisationen geht, zusteht, liebe Members vom Nationalkomitee, Kolleginnen und Kollegen von Chamber, Europadeputiert, liebe Nationaldelegiert, von den Sektionen, Members vom Nationalrat, Bezirkskomiteien, von den Nationalkomiteen und anderen Organisationen, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle gut, die verzeiht mir, dass ich kurz bin und nicht Einzelleute nach speziell annehmen. Ich will auch die begrüßen, die von daheim aus über Streaming bei uns sind. Heute Morgen noch merci und nicht, dass der David bei uns Kongress gefunden hat. Das ist mir eine Ehre für euch am Namen auch von unserer Sektionspräsidentin von Nettelbrück, mit mir Juncker, was hat dem Kontor als ein wertvoll Erbe an diesem Moment zusammen mit diesen Leuten aus der Sektion und auch unterstützt von den Kolleginnen und Kollegen von der Sektion Dickrich, mit denen wir ganz flott zusammen schaffen haben, als mir eine Ehre für euch zu begrüßen. Das ein gewöhnlichen Kongress an einem für Europa und für die Welt außergewöhnlichen Moment. Wir sind für uns politisch außergewöhnlichen Zeiten, was das nächste Jahr anbelangt, das geht Evaluator, und da haben wir die Haut doch schon fest am Griff. Und dafür könnt noch dabei, dass wir den neuen Jahr auch Wahlen haben für Parteipräsidentin, Generalsekretärin. Das ist also aber kein gewöhnlicher Kongress an einer Zeit, die außergewöhnlich ist und also auch außergewöhnlich herausfordert. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, was der Politiker so als Handwerksgeschirr am Grab hat, da stellen wir fest, dass der Dicht wird an Ball einzig Handwerksgeschirr, was der Politiker hat, der Dicht erwischt ist, das ist Spruch. Das sind Wörter, die wir haben. Und die Wörter, die wir gebrauchen, wollte ich die Gedanken erinnern an meinen Namen, die Wörter, die wir gebrauchen, die haben eine immense Macht. Die können Dieren abmähen, also sie können Dieren zumähen. Sie können Leute mit nicht verbannen, also sie können Leute berehren, sie können Diskussionen feiern und zu einem guten Ende bringen, sie können aber auch wehtun, Griff zwischen den Menschen machen. Die DNA von der CSV ist nicht für Griff zu machen zwischen den Menschen, mehr am Internen zu gucken, dass sie einen guten Dialog zusammen an einer evaluierten, einer guten Lesung, einer Position dann noch nach außen dreht. Das ist nicht immer spannend für die, die uns nachgucken, weil wir nicht so attackabel sind, aber weil ja eigentlich tags an den Medien haut mehr Platz gemerkt für Stärkwörter, mit denen ich kann darstellen.
Trotzdem, der jeder Einzelne zählt, Mengen Städter als DNA, dass die und die immer muss leben, aber wir leben noch durch. CSV-Politiker aus der Region Nordstadt, ihr seid völlig stolz so, weil ihr seht, how der Battlebrick kommt, bei Ettelbricker Werder, und ihr kennt die Platz, die wird schon mittags wir sind noch froh, dass der Kongress wirklich hier kann sein. Und ich würde vielleicht gefreut, sind ich nur zu Ettelbrick oder sind ich an der Nordstadt? Die sieht sowohl wie. Den Raum, den Nordstadt landesplanerisch sinnvoll durchstellt, an den Raum, den als 1973 anengeriert von einem höheren Beamten zu Dickerich beim Geschäftsverband für dich geprägt sind, das war 73. Das geht nächstes Jahr 50 Jahre. Die Idee, du gesagt in der, die Weitsichtigkeit, dass das etwas, was wir als alle gut immer auch sollen am Handicap behalten. Die Idee ist für uns konkret eigentlich, dass an der Verkehrsgeraden, dass 2006 durch eine Konvention, hat man einen Innenminister, mit dem wir geschafft haben, den Jean-Marie Halsdorf geheischt, wir hatten den Marco Schank, der für Landesplanung zuständig war, wir haben am Claude Wieseler geschafft, wir haben du eigentlich etwas auf die Schiene gesagt, für zu so, ja, der Raum hier braucht landesplanerisch eine andere Kapazität für zu funktionieren, für das noch eine Reserve ist von Arbeitsplätzen, von Wohnraum, von staatlichen Institutionen, von dezentralisierten Arbeitsplätzen an der Region, für das auch die Leute aus dem Norden aus der Region eigentlich nicht immer alle Guten sich müssen deplacieren. Für das einen Schiffer festzumachen, wenn wir von der Nordstadt schwätzen, da schwätzen wir von einem Fusionsprozess, an Diskussionen, an dem wir dran sind, dass die 5 Gemengen, die heute zusammen 24.000 Einwohner durchstellen. Von all den Leuten, die bei den 24.000 schaffen, da schaffen da 43% an diesem Raum, an dem sie wohnen, an der Nordstadt. Weiter 40% fuhren an Stadt Lützeburg schaffen, und die anderen verdienen sich durch das Land. Wir sind also da an einer Herausforderung, die ein paar Chiffre festmachen kann, für zu so, wollen wir an dem Land es weiter an der Mobilität umbringen oder wollen wir Mino schaffen, Wohnen, Freizeit bei ihr bringen. Die landesplanerische Zielsetzung, das ist die wir auf der Fendel geschrieben haben, ich so in der Teil unter Obsicht von meinem Kollegen, dem Claude Gleis, Bürgermeister von Irpelding und der Sauer, an der Woche der Kollege von Dickerich, die hier sind. Es leidet nicht unter CSV, dass es nicht fair geht. Wir werden das, wir werden noch als Regierung, wir haben 8 Monate Position gebraucht, wird mit der Finanzbegleitung vom Staat ausgeseit, für die Nordstadt weiterzubringen. Wir haben ganz viel gemacht, es sind ganz viele Vereine, auch, die sich am Anfang die Werdegang, die sind 2006 mit vielen Etüden gemacht, als auf der Kreno geschrieben haben, sie haben fusioniert. Wir haben eine Nordstadt-Juren, der Club Senior Nordstadt, Turnverein Nordstadt Indiaka, Nordstadt Schachclub, Nordstadt, Office Sozial Nordstadt, das gegründet in der Nordstadt Lycée, sind Sterne, der CIGR heißt Nordstadt, und sind Betriebe, die sich mit der Nordstadt identifizieren und der dann ihren Namen geschrieben haben. Also, Bürger sind mit auf dem Weg, also als heißt du sogar ein Nuss voraus. Die Bürgerbeteiligungsprozesse, die wir gemacht haben, die konnten wir leider, wenn es Covid nicht so zeitnah zu Ende führen, wie wir es das gewünscht haben. Dafür sind wir im Moment en retard zu unseren Ambitionen. An dem Moment überlegen wir gemeinsam darüber, was für ein Timing das wir als gehen, wie wollen wir ein Referendum, wie wollen wir eine Fusion, und wie einen Rhythmus kommen wir führen. Der Juni 23 geht also los zu sehen. Das muss ich einfach feststellen. Und da stellt sich froh, wie kommen die nächste Etappe. Ich meine, dass wir als CSV eine Partei sind, die an ihren Entscheidungen nicht nur just nur sich als einen Moment muss gucken, aber auch nur dem, was brauchen die anderen, was da werden wir als Bürgerinnen und Bürger von uns, aber was eine Verantwortung haben wir dafür Haut zu holen. Ob sie direkt ein Benefit ist oder nicht direkt ein Benefit ist, das muss ich aufweihen, immer an allen Entscheidungen. Wir haben eine große Verantwortung für die Welt, die Eisers, an die wir mitgestalten. Ich wünsche diesem Kongress viel Success heute Morgen. Ich bin froh, dass so viele Leute hier sind. Ich habe viel gesagt, wir haben Ettelbricker Werder. Profitiert Herr nur davon, wenn der rausgeht, den Mittag bis an den Stadtkern von Ettelbrick sind 300 Meter. Gedeistet, Terrassen sind ab, Gastronomie und Geschäftsleute freuen sich über deren Besuch. Und wir freuen uns darüber, dass der DAX hier zurückkommt. Das ist ein Kongress, an denen die Highlight wird
ergreifen. Lo schon e ganz große Suse a vielmals Mercioniert, dat heißt. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kollegen, wir sind froh, dass der Morgen so zahlreich auf Ettelbreck den Weg gefunden hat. Guten Morgen alle gut. Wie den Christoph und ich angetreten sind, zusammen mit einer neuen Equipe, du wusstest mal, dass es ein kompliziertes Jahr ging. Das war auch so. Es war ein kompliziertes Jahr. Und auf viele Pläne war es ein kompliziertes Jahr. Politik ist sonst du heftig, an hier kommen noch dabei Konsequenzen, die wir hatten von internen Streitereien bis hin zu einem Prozess. Auch viel Frohen, viel berechtigt Frohen an Zweifeln bei unseren Membern. Das war nicht gut für die Partei. Es war auch schwierig zu gerieren. Mich so nicht, es war hauptsächlich schwierig, menschlich schwierig für all die Leute, die direkt davon betroffen wären. Sie sind an etwas herangeraten, was kein so gewollt hat. Kein. Aber für was sie nicht konnten, weil sie nichts falsch gemacht hätten. Aber weil sie alle gut hier Zeit, hier Freizeit an den Dienst von der Partei gesetzt haben. Und ich so nicht, das hat Wunder gehabt. Und braucht auch einen Heilungsprozess an unserer Partei. Dafür ist es mir wichtig, die pur wieder hier am Anfang von diesem Kongress zu sagen. Auch weil alle gut die Leute Freunde sind. Weil dann in so einer Situation, wenn es Freunde sind, das ganz nach mehr weh geht. Ich so nicht, wenn wir heute für 1 oder 2 Jahre wären, ging wir ganz vieles ernst machen. Ich bin für etwas dankbar, richtig dankbar. Das ist, dass alle die Leute, die konzerniert wären, weitermachen. Das, was die einen und die anderen an einem Moment getrennt hat, manner stark ist, wie das, was uns eint. Und für das, was uns schon jahrelang zusammenhält. Als gemeinsame Werte, als gemeinsame Geschichte, als gemeinsame Zukunft und als gemeinsame Partei, wo jeder seinen Platz hat. Und dafür sage ich merci. Als Parteipräsident einerseits, aber auch als Person, der Freund ist, an der Freund will bleiben. Wir schlagen ein neues Kapitel haut ab, und wir haben zusammen eine gemeinsame Zukunft. Merci. Guten Morgen, die Damen und die Herren, und noch von meiner Seite herzlich willkommen hier zu Ettelbreck an der Ettelbrecker Sektion an unter der Leitung von Ottmar Juncker und noch dem Jean-Paul Schaaf nach ein herzliches Merci für den warmen Akcueil, den wir immer hier zu Ettelbreck kriegen. Und für das ich aufhängen, ich all merci gesagt auch die digital zugeschaltet sind, weil das auch möglich digital diesen Kongress zu spielen. Merci, dass ihr hier hingekommen seid. Ich will euch aber bitten, vielleicht mal eine Gedenkminute anzufangen für uns verstorbenen Membern. Und ich gebe besonders Gedanken an den Denny Dimmer, den früheren Bürgermeister von Jung-Lünster, den Olli Manns, CSV Stadt, Bert Sunen Kremach und Marti Schmitz, stellvertretend für all die anderen Membern, die uns verlassen haben. Und ich vielmals merci.
Die Damen an die Herren, schon Merci gesot, mir Merci für allem muss ich so, wenn ich an den heutigen Saal gucke, weil ich gesehen haut, wat mir die letzten 2 Jahre gefehlt hat, weil das wirklich den Echange direkt mit diesen Membern, do wo CSV am stärksten ist. Wir sind eine grosse Memberspartei, die größten am ganzen Land. Wir sind nur bei den Wählern, nur beim Volk an, wir schwätzen noch, aber wir sind am Dialog. Das ist auch das, für was uns auszeichnet, da wird uns so stark als Partei möchten. Ich meine, für knapp einem Jahr sind wir als neue Equipe ugetruden, 4 Ro ranzubringen. Der Claude hat die Turbulenzen ugeschwert. Ich bin froh, dass wir die Seite schon gedreht haben. Wir haben das auch schon auf ganz vielen anderen Plätzen ganz frei gemacht, wo wir durch Bezirke getourt sind, wo wir bei allen Bezirkskomitees waren, Komitee elargieren. Die Ro, die wir wollten etablieren, haben wir ab dem großen Teil schon mal hingekriegt. Ich meine, so ein Ro ist wichtig, wenn wir wollen als Partei Politik machen mat Kaberfos, Politik, die nur am Wähler ass an den Schmengen, das etwas, was als die letzten Meint besonders immens gut gelungen ist. Leiit fro sich immer ja wat hat da gemacht, da war ja nimme Pandemie, war nimme Corona, wat das dann do geschieht mal. Ich mengen genau do solle kann ich noch mal enker aufhängen zu soen, wat hat CSV, wo hun mir dann heiden Ton ugin an der ganzen Debatte. Und ich mengen das wichtig zu unterstreichen, wenn man zum Beispiel man hat effektiv, und so ich gebe den Leuten recht, man se von enger Bëtte Lennert Pressekonferenz op die aner getingelt, war das du dertschen geschieht mat CSV huet mat den Akteuren um Terra geschwert. CSV huet konkret Propositionen gemacht. Ich gebe ein Beispiel Boosterimpfung. Das ist eine Motion von der CSV gewircht, das ist eine Motion, die an der Chambre dun glücklicherweise Molenke ja wo die Majorität Molenka mat gestimmt huet, an die Woche drop huet die Regierung der Tote proposéiert, an das an Wirklichkeit umgesetzt gin. Dat ass eng CSV-Propos, dat huet dazu beigedrückt, dat Mesuren nur an nur konnten liberiert gin, dat man méi zu eng normalen Liewe konnten iwwergoen. Eng aner Proposition, die CSV gemacht huet, Impfpflicht. Impfpflicht als etwas, wo viele sich nicht getraut haben. Und ich kann mich erinnern, wie der neue Südminister George Engel RTL Moyes war, gefragt, ja, was soll er dann zu der Impfpflicht? Die sagt, ich kann die Leute verstehen, die dafür sind, ich kann die da verstehen, die dagegen sind. Man merkt, als das dann eine Position von einem Minister. Für mich ist das keine Position für einen Minister. Ein Minister, besonders wenn an der Partei von der Gesundheitsminister ist, müssten da eine ganz klare Meinung haben. Das waren keine einfachen Entscheidungen für uns. Wir haben mit einem Nationalkomitee Elargie zusammen mit unseren Chambersdeputierten getroffen. Das war nicht unanim, aber trotzdem war es wichtig, dass wir sie getroffen haben. Und wir waren die Partei, die da eine ganz klare Meinung hat. Die Rot hatten das nicht und die anderen haben es auch nicht gemacht. Und ich meine, das ist wichtig, auch mal zu suchen, weil wenn 3 Parteien sich nicht eins gehen, und jeder zieht in eine andere Richtung oder sie neutralisieren sich gegenseitig, ja, wo hat die Regierung dann irgendwo eine Daseinsberechtigung? An Mengen an hört sie es nicht. Und da müssen wir aufpacken. Wir schlagen ganz klar WA4. Wir haben noch den Agenda, diktieren wir die Energiedebatte. Die erste seit dem Ukraine-Krieg wirklich noch mehr an den Vordergrund kommen. Wir haben dann damit angefangen zu thematisieren. Wir haben schon am November 2021 die ersten Initiativen auf europäischem Niveau geholt, wo ich auch eine Question parlamentär gemacht habe, aber auch auf nationalem Niveau haben wir die Debatte an der Chambre lanciert, weil wir auch schon da gesehen haben, Düngemittelpreise sind explodiert durch die Energiepreise. Da haben wir das angegangen, wir sind für und den anderen gewesen und ich gesehen, dass wir da ganz klar Ideengeber sind und ich hoffe, dass wir da an der Zukunft auch mehr auf Kooperation von einer Regierung und von den anderen Parteien, die wirklich nach da sind, wann sie nach da sind, für die Leute zu schaffen. Da müssen doch mal das zusammen schaffen, weil wir stehen für mehr wie 1/3 von den Chambersdeputierten, aber wir stehen auch noch für 1/3 von der Wählerschaft. Das darf man nicht vergessen und das dürfen Sie auch nicht vergessen. Es geht nicht für die Politik gegen die Leute zu machen. Politik muss Mathe Leute gemacht werden und das möchte ein CSV. Und dann, so viele Leute, die das reprochiert haben, ja, die sind ja nicht an ihrer Oppositionsrolle gekommen. Wenn ich aber richtig gucke, die letzten Monate,
wen ass dann do richtig am Südland schmengen, dat sie mir, muss ich ein Beispiel geben, da je Superdrecks köcht. Das ënner aller Saugewicht, wat du geschieht hast, das de Gilles, das Dian an anderer, die der toten thematiséiert hun, die gering forderen immer Transparenz, mir wann denke se selber geht an das Transparenz séier durch Peif gekeiert. Du hun mir als Erbecht gemacht, du ver mir do an mir muss noch mo enker op Tromschlo, wenn net muss sinn, an mir muss noch hart bessen hart, aber fair an dat das meng och eng weiter stärkt vun der CSV. Und dann kommen wir natürlich nicht erlernst, über den Ukraine-Krieg zu schwätzen. Weil den Ukraine-Krieg wird als die nächsten Monate und Jahre survivieren an angefangen mit dem menschlichen Drama, den es schon dahin geht. Ich meine, das ist alle Gute bekannt. Mit dem menschlichen Drama wird doch weitergehen und die wird sich auch heute deplacieren. Das muss man auch ganz klar sagen. Und es so noch merci alle Guten der Privatleute, die Initiative ergreifen, für zu helfen, alle Guten der Gemengen, die freiwillig mit abhaken. Aber ich vermisse aber bisweilen nach eine richtig klare Linie von der Regierung, eng richtig Linie, wo das koordiniert soll gehen. Wir hatten gestern Gemengerot, wo ich noch am Gemengerot darüber diskutiert, dass eventuell 2 Hallen von einem Privatmann für die Flüchtlinge könnten zur Verfügung gestellt gehen. Das ist tipptopp. Aber wie geht es dann mit einer Maison Relais zum Beispiel weiter? Eine Maison Relais, die ab dem Hirsch gratis geht, das heißt, muss ich nicht mehr angemeldet gehen, theoretisch. Wenn wir dann müssen als Gemengen die ganzen Sachen vierstrecken, Edukateuren erstellen, wir wissen nicht, ob ihr könnt oder ob ihr könnt, erst dafür bereden, wir wissen nicht, ob ihr könnt, du musst der Staat die Gemenge Garantie geben, du sind wir im Moment als Gemengen noch komplett am Start gelassen und du hoffen, dass wir am Ende von den Leuten, die viel zu viel durchgemacht und die kommen, dass wir da von der Regierung ganz klar Lösungen kriegen und du brauchen wir auch budgetär ganz klar Garantien für als Gemengen, weil nicht allgemein hat die Reserven für das tut alles zu stemmen. Sie machen, was sie können, sie stellen Immobilien zur Verfügung, wo es geht, aber das alles hat doch Grenzen und du musst mal gucken, dass wir auch als CSV die richtig Jalon setzen. Dann natürlich die ganze Debatte, die Energiedebatte. Da kommen wir nicht allein. Du musst man aber auch ein bisschen ohne Ideologie und die ganzen Sachen drüber. Weil ich weiß, wenn als ein Energieminister, die sagt immer, man darf nicht mehr über Hydrogen schwätzen, weil bis all Hydrogen gering ist und als erneuerbaren Energien könnt. Ja, wenn man das machen, dann hat man bis auch noch kein Lurdeseil für Elektromobilität gesagt. Ich meine, das ist ganz klar. Wir müssen wirklich die Infrastruktur en place setzen, wenn wir da wollen etwas ändern. Wir müssen noch gucken, dass wir vom russischen Gas loskommen. Russische Gas, weil wir müssen noch davon, wir müssen das bewusst sein. Über 600 Millionen pro Tag bezahlen wir die Russen just für das Gas, über 350 Millionen pro Tag just für den Rehurlech. Das heißt, bald 1 Milliarde all Tag drücken wir darüber. Und dann, was geht da gemacht? Und geht dem Putin seine Kriegsmaschinerie finanziert. Und am Platz dann du just über ein paar 100 Millionen zu schwätzen, müsste man so ein vorstellen, über den europäischen Budget. Ein europäisches Budget, wo man müsste Suen dran setzen, spezifisch für die Energie. Und wenn da wisst, dass ein europäisches Budget knapp bei 1% vom PIB ist, wir schwätzen bei der Verteidigung, will man runtergehen auf 0,74 auf 1, den anderen hätte gerne 2% vom PIB. Aber ich meine, die Energie ist genau so wichtig und da muss man auch an die gemeinsame Budget dran setzen, weil wir kriegen nicht alles zu Lützeburg selber erreicht. Das ist eine Illusion. Wir brauchen eine europäische Strategie, die so müssen europäisch investiert werden, wo sie am meisten bringen. Das ist wichtig und da müssen wir als ersetzen, aber wir müssen eben auch angestehen, dass wir kurzfristig auf andere Quellen angewiesen sind, die man nicht einfach von einem Tag auf den anderen weggewischt kriegen. Da packen wir auch ganz klar mit an und ich meine, das ist wichtig, das zu unterstreichen. Wir wollen erneuerbare Energien, wir wollen noch 2050 klimaneutral gehen, wir müssen aber bis dahin irgendwie packen und dafür muss man mit konkreten, ideologiefreien Propositionen kommen und da werden wir mal durchrappeln. Und dann ein anderer Punkt, Lebensmittelsicherheit, hängt auch direkt mit der doten Energiefrau zusammen. Ich meine, ich will nicht weiter in den Detail gehen, wir haben noch nach viel andere Diskussionen, aber auch da muss man die richtigen Hebel umsetzen.
Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik sind, die soll nächstes Jahr ulaufen, sind am Moment 4% Bruchland vorgesehen für nächstes Jahr, ab nächstem Jahr. Das ist im Moment unverantwortlich. Du musst mal unbedingt fertig bringen, dass auf denen Flaschen etwas produziert kann gehen. Kit, dass es Proteinpflanzen sind, die den Stickstoff aus der Luft holen, dass wir auch da das richtig produzieren, mit einfach Bruchlei lassen. Das ist im Moment auch Ideologie und das ist für allem weltfremd, weil wir werden an eine ganz große Penurie, nicht nur hier in Europa, sondern für allem auch an Entwicklungsländer kommen. Und da gilt es auch hier als Jalon zu setzen. Und dann Schule nun de Gilles geht garantiiert du no och nach a senger Intervention drop an, dat sozialt an dat steuerlicht. Das natürlich gut, dat an der Tripartit Firo geht, méi wat mir awer och nach fehlt as Erlichterung besonnech fir die Klangsaläre besonnech fir die Bret Mittelschicht du gët neicht gemacht, dat heiten as eng ausgedeelt mat der Geis kann, dat kann et net sinn. Du muss man méi Sozialfirgoen, méi sibléiert Figuren Schulen hun den Gilles mcht dat Herr Noten nach méi am Detail. Ich mengen dat genau dat die doten Punkten sind déi wo CSV stärkt das mir sinn die Bret mit vun der Gesellschaft mir stehen Matten am Liwen am mischt wie ich gesot hun treffen Entschädungen Mathe Leiit net géint Leiit an dat fir dat CSV steht, dat such dat wie watch mich an der CSV engagiert hunn an ich meng dat such dat wie wat sal haut Moien so voll ass an so nicht vielmals Merci dofir. Wie ihr wisst, ass dat de Moien da war ein Wahlkongress, wenn wir hunn och wie man ugetruude sinn lächt Jahr verspreche gin, dat man eng Erneierung werden op de Wee bringen, dat man als méi Bret werden opstellen, dat man als och den geschlechterkonform an gleichberechtigt werden opstellen. Do hat man warfitécht missen als Statut in anderen der West man hat den Statutekongress den 25. September an Kongressordnung, die auch do festgelöscht gin ass an die Übergangsprozedur Leiit an ihrer Map Fironege Schule nun die HDste lo schon ugeguckt. Ich gebe dann doch no proposieren déi so unzuholen an Skift dann och lo ein Kongressbüro proposieren. Wir werden no ein Wort en Block machen do vun an fir de Kongressbüro proposieren ich als Präsidentin Diane Adem. Als Sekretärin Katharina Simoes und dann für den Norden Miriam Correa, für den Osten de Frank Dumont, für den Süden den Tom Karschenmeier, an den Zentrum de Ben Farchon. Und dann als Präsidentin von der Wahlkommission gebe ich Martin Depré proposieren. So, damit all denen do 3 Punkte nachverstehen. Tipptopp, dann hätte ich meinen nächsten Deal gelesen und ich gebe das Wort weitergehen und Diane Adem, was laut Präsidentz hier überhält. Voilà, lo geht et. Dann auch von mir aus am Numm vom Kongressbüro heute Morgen eine schöne gute Morgen gewünscht für also Kongress von heute, den unter dem Motto steht, zusammen nur 4. Gerade an diesen Zeiten, die im Moment am Gang sind zu leben, ist es äußerst wichtig, dass wir als Partei zusammen stehen und nur 4 gucken. Und das gilt sowohl für uns intern als Partei, wie aber auch nur draußen als Partei. Wenn ihr guckt, was man im Moment alles von Herausforderungen haben, hier in Lützeburg, Europa, die Ukraine, wir haben eine ganz massive Herausforderung sowohl auf wirtschaftlichem wie auf sozialem Plan.
Und dafür ist es wichtig, dass wir als CSV zusammen noch vier gucken und dass wir als Verantwortung alle Guten gemeinsam überholen. Voilà. Das gesagt, ging ich direkt weiter vor am Kongress. Die hat, wie gesagt, die Kongressordnung an ihrer Fachdraleien. Die hat aber auch ein Enveloppe-Draleien mit verschiedenen Blättern. Das eng das selbstverständlich den orangen Zielen, den der alle Guten kennt. Die braucht man Hannover zu stimmen, das ist als Stimmkehrt. Mir die hat aber auch noch Wahlzetteln dran. Das ist ein violetten Zettel für die Wahl von unserer Co-Präsidentin und das ist ein geringen Zettel für die Wahl von unserer Co-Generalsekretärin. Voilà. Und die Stimmkette ist, wie gesagt, für Hannover mal über den Aktivitätsbericht, den Finanzbericht, Kassenrevisor und alle Guten, die anderen Punkte aufstimmen werden. Ihr wisst, dass alles, was personalfrohe sind, muss durch ein geheimes Wort gehen, das auf Basis vom Artikel 56 2ii von unseren Statuten, wo das klar und deutlich draufsteht. Dafür hat wie gesagt, Wahlzettel, die könnt ihr ausfüllen, die Mäze an eine Enveloppe, und haben noch geheilt, dass die Enveloppe so an die Ohren, wenn sie mit der Uhren durchstreichen gehen. Die hat auch beim Nathalie, aber beim Serge, die sitzen irgendwo hier auf meiner linken Seite, das heißt auf ihrer rechten Seite. Da könnt ihr euch Zettel wegholen, wenn ihr wollt, eine Froh oder eine Wortmeldung machen zu irgendeinem Punkt, den Ordre du Jour ist. Dass sie sagen, die soll da relativ zügig machen, weil wir holen die Sachen dann auch au fur et à mesure, wie sie auf den Ordre du Jour kommen. Und wenn ihr eine Wortmeldung machen wollt, kriegt er direkt mit auf den Weg, dass eine Wortmeldung soll maximum 2 Minuten haben. Das heißt, ihr könnt euch mental darauf vorbereiten, dass oft in der Kürze die Würze liegt und dass es dann soll zügig für heute Morgen 4 Uhr gehen. Voilà, die pur technische Sache gesagt, ging ich dann direkt weiterfahren und ich ging als dem Generalsekretär, dem Christoph Hansen, das Wort gehen, für uns durch den Aktivitätsbericht zu feiern. Christoph, du hast das Wort. Voilà, ich probiere mich auch kurz zu halten, weil den Aktivitätsbericht leidet auch an ihrer Map fironisch. Ich kann nicht aber so, es war ein anstrengendes Jahr, wir haben viel geschafft. Wir sind, wie ich für gesagt habe, durch alle Bezirke, bei allen Basisorganisationen gepilgert. Wir sind viele Sektionen gegangen, es gab viel Gesprächsbedarf, das ist evident. Trotzdem muss ich aber auch sagen, es war eine super Equipe, die wir das letztes Jahr hatten, die Equipe vom Generalsekretariat. Wir waren auch zusammen mit dem Claude, den am Ende noch die nötige Schau hat, für das Ganze zu leiten. Und auch die richtige Erfahrung. Er war ja auch schon selber Generalsekretär. Und dann haben wir natürlich auch die Equipe, die schon komplettiert war, mit Anne Logela und Paul Galles als Vizepräsidenten, mit Clara Moraru und mit Luc Theisen als Sekretär General Adjoint. Ich meine, das ist eine super Equipe. Und wir hatten ja auch am Anfang noch ein bisschen die Möglichkeit, digital zu schaffen. Das war wichtig, meine ich auch, weil wir am Anfang noch nicht konnten, zu viel bei ihnen kommen. Und zweitens, weil es doch mehr spontan möglich war, für die Reunionen da anzuberufen. Wir hatten am ganzen 10 Nationalkomiteen, letztes Jahr 4 erweitert Nationalkomiteen an 3 Nationalräte. Auch das steht an ihrer Map. Ich will aber ein paar Punkte vielleicht spezifisch angehen. Ich meine, Finanzen, also etwas, was wir natürlich schon müssen am Anfang von unserem Mandat auf die Liste holen. Da waren verschiedene Sachen, die wir wollten geklärt haben. Notamment haben wir dezidiert, durch den Claude nicht, dass wir als Parteipräsident, als Generalsekretär keine Visaskarte mehr wählten. Ich meine, da gehen wir auch nicht eins. Und ich meine, das ist eine Entscheidung gewesen. Nun also war auch eine Ordnung gehen, wann verschiedene Abkäufe oder Investimenten müssen gemacht gehen, dass die müssen von einem Nationalkomitee aufgesehen gehen, für das auch alles am Klaren ist. Normalerweise ist das immer so und das war auch immer so bei den früheren Präsidenten, die ich auch hier am Saal gesehen habe. Wir hatten aber auch andere Erfahrungen gemacht, wo man gedacht hat, das ist besser, wir gehen da ganz klare rum und wir machen da ganz klar Guidelines, dass wir da auch keinen Vorwurf mehr können gemacht kriegen. Was fällt in die Finanzsachen? Zum Beispiel haben wir ein Equipment gekauft am
Generalsekretariat für auch Videokonferenzen können zu machen, da das zum Beispiel so etwas, was über ein gewisses Budget geht, das war ein wichtiger Invest für auch können proper zu schaffen. Das ist als Beispiel für was an denen Sachen dann darunter fallen. Dann hat man natürlich auch ein paar Komiteen, wo Statuten hauptsächlich Ordre du Jour stungen, weil wir hatten einen Statutekongress am September letztes Jahr gehabt, das hat viel Arbeit gekostet. Dann hat man die gemeinsam die Conjoint oder die Comité National Élargi mit der Chambre, mit diesen Deputierten, zum Beispiel, wo die Covid-Gesetz gegangen ist, wo die Verfassungsreform gegangen ist, etc. Da waren eine ganz richtige Diskussionen. Das war aber auch gut für als Deputierte, weil in dem Moment haben sie ein ganz klares Mandat vom Nationalkomitee an Schmengen, wenn die Längshand weiß, was die Rechts möchte, und das ist auch aufgesehen. Und das funktioniert im Moment tipptopp zwischen der Partei und der Fraktion. Dann kann ich noch gut schaffen und dann hat er noch ganz klar Positionen. Und dann haben wir uns natürlich auch mit unserer Kommunikation befasst, weil auch du war nach Sputen Uwen. Ich will aber nicht zu viel dazu sagen, weil wir werden am den 11. Juni werden wir ein großes Lancement tun, 11. Juni, auch weil das genau ein Jahr für die Gemengewahlen ist. Da werden wir auch weiter Details dazu gehen. Das gibt ein großes Evenement, die Stadt schon an ihren Agenda an Freitag, den 11. Juni. Das ist ganz wichtig, dass der Startschuss an Superwahljahr 2023 natürlich angefangen mit den Gemengewahlen an Schmengen. Du muss man gucken, dass wir die richtige Schale setzen. Da haben wir auch schon eine ganz richtige Initiative gehabt. Wir hatten als Gemengener Season den 29. Januar des Jahr, wo über 100 Leute teilgeholt an den verschiedenen Arbeitsgruppen. 5 thematische Arbeitsgruppen hatten wir. Das sind die großen Themen, die an den Gemengewahlen natürlich auch werden abkommen. Du musst natürlich auch noch ein paar Sachen über Zeit dabei setzen. Wir haben noch eine ganz richtige Arbeitsgruppe, den Paul Galles koordiniert, wo auf mehr langfristige Sujets geschafft wird. Das ist natürlich auch schon wichtig für als Chamberwahlen, für du als Positionen für zu bereden. Und dann hat man aber auch schon eine Evenementer. Wir hatten als Sommerakademie letztes Jahr am August, 17. und 19. August, wo wir notamment Formationen als Member gegeben haben, wie benutzen ich soziale Medien. Das wir auch ein bisschen behandelt gehen, für den Public Speaking zu verbessern. Das ist der Kontinu von der Sommerakademie gewesen. Lo am Kader von der Gemengewahlen haben wir auch ein Mentoring-Programm lanciert, das heißt für Jung und Neu, auch international Leute Lüchten zu bringen, muss natürlich auch integriert gehen. Und das werden wir auch im Detail darauf zurückkommen. Das war auch das größte Thema von der Gemengener Season. Dann werden wir auch eine ganz richtige Formationen der Akademie anbieten, ob der Matière von der Gemengewahl, mir war auch ob der ganze Kommunikationsbereich. Das just gesagt als kurzen Resümee von unseren Aktivitäten. Das heißt, ihr seht, wir haben viel geschafft, leider auch noch viel Arbeit für uns. Und ich hoffe, ich kann euch alle guten Ziele für du mit umzupacken, weil, wie gesagt, 2023 Gemengewahlen, wenn wir die so gut hinkriegen wie letztes Jahr, dann lief der Zug auch bis die Chamberswahlen. An den Zug gilt es nicht zu verpassen. Vielmals merci. Vielmals merci, Christoph, für deinen ausfeierlichen Aktivitätsrapport. Ich erinnere noch ein Jahr daran, dass wenn ihr eine Wortmeldung hat, da könnt ihr ganz gerne 4 Zirkeln waschen beim Nathalie und beim Serge. Und die Wortmeldungen sind, wie gesagt, auf 2 Minuten limitiert. Da ging es weitergehen und den Generaltrésorier, den Thierry Schumann, für das er als den Finanzbericht vorstellt. Und dass es auch pure Erklärungen gibt über die Mitgliederbeiträge, die man sollen aufpassen haut. So. Guten Morgen alle gut. Was geschieht lo? Das halt schon nicht so egal. Nur noch kommen sie hin. Nicht schlimm. Kommt dann noch weiter. So, nun könnt ihr den spannendsten Teil, für den die meisten von euch hingekommen sind. Wo sind wir mit den schwarzen Schuhen drin?
Dat gesieht der Lodo, ich so direkt de Bilan zu summen mat der Gewinn- a Verlustrechnung a vir und allem dem Budget 22, 23, der bis Welle geht, der kriegt er an den 11. Juni vorgestellt. Den hängt doch von Deelweis von dem fährt man dann heute notamment über Kotisationen stimmen. Was ich heute präsentieren, das ist, wie viel Suen haben wir letztes Jahr rakrit, was also nicht der Benefis oder rausgehen, an den Unterschied, dass nicht der Benefis nachher das ist Rezetten einerseits an die Pensen einerseits und dann noch ein zweites Slide, den ich sehe, wie viel Suen wir haben. Kotisationen von den Adhärenten 100.000 an einen kleinen Wibler Euro, 200.000, 203.000, 390,09 Euro Mandataires Kontributionen, das sind all uns deputiert, an uns Europa deputiert, die wenn der das fast etwas ragin. Doen, das nicht verschwänglich, das sind 1.093 Euro gewirrscht. Die wisst, dass all Menschen den 250 Euro an 1 Cent Stift oder drüber nominell muss der Chambre, der Cour des Comptes gemeldet gehen, das schenkt ehrenswürdig, und dürfen noch nicht mehr Privatleute sein, das schenkt also einfach einen gewissen Hürde zu sein. Ich kann einfach nicht mehr encouragieren, die Leute, die nicht strafrechtlich verfolgt, dann nur, wenn sie ein Domain, ich kann nicht mehr encouragieren, merkt er einfach dann heint, wenn er nicht wüsste, wohin man zu suchen. Financement public, das sind das Jahr gewirrscht, also am Lauf von 21 haben wir 1.088.911,99 Euro gekriegt. Du hast ein Deal Back-Paying für 2020 dran, die Zoll wird also 2022 niedrig sein. Für Wert, weil hier eben ein Deal Retard von 2020 mal dran ist. Am anderen Remboursement haben wir gekriegt für 52.861,23 Euro. Es vier und allem Rechnungen, die nach die Suen die Partei vorgestreckt hat, an die dann noch von Membres, weil sich in der Beskauf von der Fraktion und so weiter bezahlt gesehen. Mich zu summen 1.446.733,37 Euro sind am Jahr 2021 auf diese Konten gelandet. Nun noch natürlich auch Ausgaben, Frais de Fonctionnement Büro, das sind 95.316,92 Euro. Da schenkt ich vielleicht viel mehr. Christoph, du hast es erwähnt, da sind notamment ein ganz viele Investitionen a puncto Informatik, a puncto Videoequipment und so weiter dran. Da hat also Posten, die nächstes Jahr mehr niedrig sind. Bon, dann, ihr wisst, dass wir nicht als Partei proprietär von unserem Lokal sind. Wir bezahlen dem Freundeskreis für ihre Loyer, wir bezahlen Freie, wir haben eine Halle, wo wir Reispandoen dran haben und so weiter. Das ist für 85.485,69 Euro gewirrscht. Das wird auch das Jahr ein ganz bisschen Männer sein, weil am Jahr 2021 wären pure Retarde von 2020 noch zu bezahlen. Frais financiers, bancaires, assurance, sind 9.320,12 Euro. Daran sind für die auch, zwar nicht mehr für einen kleinen Betrag, Negativzinsen, weil wir der verrechnet kriegen. Dafür werden am nächsten Slide gesehen, wenn ihr seht, wo wir suchen haben, die sie verdeelt, an die das bisschen ein Akt de Jonglage, weil verschiedene Banken oder aber Post notamment aber gewisse Montant Negativzinsen verrechnen, der Tisch, da muss ich die ein bisschen so verscheren. Annonce, Insertion et Propaganda, 46.588,76 Euro. Kongress an Manifestationen 120.060,82 Euro, notamment eine ganz Infrastruktur für Vote à Distance und so weiter können Sie meinen, das kostet richtig suchen. Kampagne elektoral 0, wird nicht kostet. Nur halt zwei Posten, die, wo ihr seht, wie kostig man gesehen für Suchen zu halten. Voyage et Déplacement 635,74 Euro. Da geht noch nicht mehr viel drauf. Das sage ich direkt. Das kann doch ein Kehr Post-Covid ein Kehr an die Luft gehen. Frais de Repräsentation à Cadeau 202,40 Euro. Zeitungen 2.102 Euro.
Aide-financière Subvention, das werden die Lokalsektionen und Basisorganisationen überwiesen wird, 88.514,83 €. War so ein Deal Backpaying für 2020 mit dran. Autre Charge externe 16.942,02 €, das notamment den Audit von Baker Tilly. Frais du Personal, wir Leute, die bei uns arbeiten, 421.109,54 €. Contribution et Don, wir sind an der Europäischen Volkspartei, die hätte gerne von uns, wir haben noch eine paar so klein, wir sind Member von der Lützeburger Landjugend, da von der ULC an, das ist ein relativ lang Lust, ich zähle es nicht ganz ab, wäre das für zu summen 12.491 €. Dann hat der Freundeskreis uns gentiment Sue gelehnt, den hört mehr wie mir, an die haben wir einfach lo, weil notamment die Sue vom Staat kommen sind rümbezahlt, wo sind also 150.000 € bei den Freundeskreis gegangen. Mich zu Summen Ausgaben für 1.056.769,84 €, das heißt, wir haben 389.963,53 € Männer ausgehen, wie wir Rakrit tun. Und das führt also zu dieser Situation. Wir haben 5 Konten von der Zentrale aus. Wir haben einen Postcheck, den heißt Don. Das ist den, wo exklusiv die Kotisationen rankommen, die wir Wirma bezahlt haben. Da sieht wo wir Anfangs des Jahres waren, Ende des Jahres waren. Wir haben einen Postcheck, den heißt Election. Da kommen all die Kotisationen drauf, die mit Digicash bezahlt gehen. Fragt mich aber noch nicht, für welche noch gefunden, die man das ganz genau erklären kann. Wir haben unseren Hauptkonto, mit dem wir arbeiten, wo die Mandatieren darüber bezahlen, wo die Staatssubventionen kommen, wo die Payen drauf bezahlt gehen und so weiter. Das ist ein Contract Postal Luxemburg. Da sind, da sieht ihr, am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres drauf, war eine Konto auf der Billy, über den das außer Freie genau gut nicht gelaufen. Eine Konto auf der Spurkäse, über den das eigentlich auch de facto nicht gelaufen, außer dass wir da ein paar Liquiditäten gepackt haben, die wir, wie war das nicht, weil Spurkäse recht ab 1 Million Negativzinsen berechnet an den Postcheck bei 250.000. Dafür haben wir die rüber gesagt, für zu gucken, dass man nicht Negativzinsen bezahlen muss. So. Das wie gesagt, weder Bilan noch per de Profit, das kriegt am 11. Juni, das habe ich alles schon gesagt, vorgestellt. Ich werde da übrigens aber nicht da sein, ich werde mich einfach mit Webex beischalten. Ich so nicht das direkt, wenn ihr mich also da nicht physisch gesehen, dann ist das nicht, weil ich keine Lust habe zu kommen, sondern weil ich eine Reise mache, die ich für dritt gebucht habe, die ich schon so 2020 bezahlt, 2022 meine ich sie dann noch. Weil ich denke, sind zu und da fort. So, da sind wir für den dritten Teil, dann haben wir etwas anderes Stress. Ich habe 4 Kappen. Die sitzt zwar noch nicht gut, oder? Da vielleicht einfach ein bisschen, noch die Weiße ist umgefallen. Da war der Hänger wichtig. Bei dir ist das weiß, für was, weil das die Kappe, die ich als Nationalkäse. Für was, für ich zu sagen, das war daher gesehen als transparent. Käse als weiß, sie kein schwarz zu und sie sind alle gute weiß, das ist alles proper, das kein als nur an Natur getarnten Subvention oder Unterstützung, kein Gefummel zwischen mein, dein, sein und so weiter. Dafür gebe ich all den lokalen Tresorien an, wenn sollten 2 Reviseure gehen, merci so. Die zweite Kappe ist schwarz. Für was schwarz? Weil ich ja noch nicht pensioniert bin, mehr noch arbeiten auf einer Bank. Und da gesagt, ich der Bankemployé gesagt, schwarz. Für was? Wir schreiben zwar keine Rotzölle mehr, aber trotz aller Anstrengungen muss ein Blutwunder geschehen, für das wir auf einen geringen Zweig kommen. Auf alle Fall ein geringen Zweig, den dick genug ist, für Gemengewahlen, Chamberwahlen nächstes Jahr zu stemmen. Finanziell zu stemmen. Der Christoph hat gesagt, der Claude hat gesagt, wir wissen, wie wichtig die Wahlen sind. Wir wissen, dass das besonders die erste richtig gut gemacht gehen, wenn wir Gemengewahlen gut stemmen, dann haben wir die Wand am Rück für die Chamberswahlen. Dafür muss die gründlich vorbereitet gehen,
kompetent an zielsicher exekutiert gehen, an all Schichten von unserer Bevölkerung, also auch die Jung, an die sogenannten Neulützeboer, die allermeistens keine Lützeboer schwätzen, aber auch aussprechen. Dafür fand ich auch zum Beispiel die Traduction simultanée wirklich gut. Und das wird aber so kosten, und das wird mehr so kosten, wie wir das im Moment tun. Ein kleiner Beitrag daran, als der Vorschlag für Haut, für Kotisationen um 5 € abzusetzen, in Artikel 46 von unseren Statuten, 86 von unseren Statuten, gesagt wird, dass wir mindestens alle 5 Jahre darüber gucken. Im Moment hat der Vorschlag als Kotisationen von 15 auf 20 zu setzen für die Member individuell, von 35 auf 40 für eine Familie, und für einen Jeune von 10 auf 15. Vielleicht kann ich so, ich habe die geguckt, was die anderen Parteien sind, geht nicht bei einer anderen gucken, weil der mengt für mich billig, wir sind nachher immer die günstigsten. Die meisten Suen von den Kotisationserhebungen, wenn ihr an der Matako seht, landen an den lokalen Sektionen. Wir sind aber von der Zentrale aus kein Piraten, die sich auf den Fendel geschrieben haben, die Lokalsektionen ausreibern zu gehen, auch wenn die das nicht verstoppen, die eigentlich viel mehr Suen haben zu summen wie die Parteizentrale. Dafür sind wir am Gang beim Nico Pündel seiner CSG zu gucken, wie wir ein Finanzamentskonzept können bestellen, wo einerseits die Zentraldienstleistungen, die Partei wird organisieren, an einen gerechten Zusammenhang sind mit dem, was dann die Lokalsektionen, und da gibt es die mehr Männer suchen, da muss man da Lesungen dafür finden, was die können bezahlen. Aber wie gesagt, war ein Kehr von denen Kotisationen kommen nur als Statuten 60% an die Sektionen nun. Das heißt, wenn man nur der Matako sieht, dann wissen wir, dass der guten Teil von denen suchen bei ihr werden an der Sektion landen. Gut. Einfach mal für die Schwarzkap. Lo kennt die Gring. Gring ist fair von der Hoffnung. Die meisten Habaner wissen das nicht, und das ist auch ganz gut so, dass ich ja nicht kontabel als Ausbildung sind mit klinischen Psychologen. Psychologen sind die Leute, die wissen das, die sich von 2 Psychologen sich begegnen, da sagen sie, dir geht es gut, wie geht es mir? So. Wir sind eine solid, professionell, eine kompetente Partei, die die Sache gründlich möchte. Leider auch, wenn sie sich zerfuppt. Und das tut mir bekanntlich an der Last, richtig gut zum Pläsier von den anderen fertig bräuchte. Ich gehe nicht nur um Klotzinger Intervention nach ein Kehr darüber ran. Sie hat aber bei ganz vielen Leuten, ob direkt betroffen oder auch nicht, die Spuren haben los, emotional, interpersonell, auch finanziell. Und ich meine, kaum ein Heibannen, die nicht irgendwann ein Kehr ugeschwert gehen von Denkpartei, Partei, was mit dir dann do? An Momente waren, wo ihn sich nicht necessär mal höflich gefühlt hat, an der Partei zu sein. Ich gebe mich dafür ganz persönlich gerne mein Matgefühl ausdrücken, und merci so, dass zu der Partei steht und nicht Handtuch geheilt wird. Merci, die Sie da als treu blieben. Das fand ich super. Die Wunde werden aber nicht mehr losheilen. Den therapeutischen Prozess ist langwierig. Leinzeichen bleiben. Wir müssen aber nur noch 4 gucken, und das all gesagt, nicht neidsalz immer an die Wunde drehen. Wie in der Bausen, mengt der vertraut enger Partei, die sich nicht mit sich selber eins geht, für das Gemeng oder das Land zu feiern. Das geht nicht. Wir müssen noch 4 gucken, mit allem Respekt, wird verschiedene Leute durchgemerkt haben, aber so mit drehen lo die dort seid. Und dafür erlebt man, wenn ich klift, 2 Situationen, wie ich das vom Elton John, sorry seems to be the hardest word, das ist nicht schlimm, ein Kitzesohn, det mal leid, ich und du hab's gemerkt, haut gebe ich da dann nicht mehr, der Claude hat gesagt, wenn wir 2 Jahre drauf wären, da gebe ich mir haut ein ganz rich Sache, nein, nicht mehr, das also so, wir können gerade einfach nicht zurückdrehen. Und der zweite ist,
ein englischer Poet, der das den Alexander Pope, nicht der Pope Alexander, den geschrieben hat, to err is human, to forgive is divine. Und das gilt mengenig für eine Partei, die den C hat. Richtig gut, das steht als gut zu Gesicht. So, die feiert Kerbers Orange. Eist Orange. Als Orangen, also schwarze Bojemeester, zwar von enger Schrumpf gemengt, das ist die zweitkleinste am Land. Ja. Die neven Wunches rundherum könnt, kann ich so Terrain lechten als Bojemeestere, Chefen, Conseilleren, generell eng formidable Erbicht am Dingst von hier Matbecher. Eisen S. Wir sind da für sie alle. Ganz viele Sektionen schaffen noch schon und die Wahlen 2023. Auch wenn nicht immer einfach ist, Kandidaten zu finden, da das aber lo, dürfen sie mir aber nicht die einzig. Das sage ich direkt. Wir lassen es aber dafür nicht dünner kriegen. Die geballte Kompetenz von 21 Deputierten, hunderte Gewählten, mehr wie 1000 Kandidaten, aber 10.000 Membern, das tut hier am Land kein. Das ist enorm. Das enviiert all die Anreis. Mit allen Stimmen, die wir hatten, da sind wir haut. Und das sind nicht aufrichtig drüber, weil das tut keinen anderen, als sie enviieren heißt dafür. Wenn den Haut gesagt wird, du immer los ist, dann, Christoph hat eine ganz richtige Sache gesagt, was an der Welt passiert, von hier steht wird, wir brauchen Kompetenz, wir brauchen Ersatz, wir brauchen Engagement und Ehrlichkeit. Und daran sind wir nicht zu übertreffen. Wir sind eine Partei, die für etwas steht, die Lesungen proposiert, die der ganzen Bevölkerung zugutekommen, also V. Die überlegt und nicht aus der Hüfte schießt. Die nicht einfach ein populäres Sujet besetzt, aber bei den anderen, mit komplizierten, ein dummes Gesicht an einen guten Eindruck macht. Die Vorschläge an Antworten hat und Leute an Wahlen schickt, national wie lokal, für die umzusetzen und nicht wie andere, die Kandidaten an Wahlen will schicken und der Fried, wie wir es eigentlich stehen sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn in der Kammer an den Sand sticht, da seid ihr rundherum ziemlich schwarz aus, also nicht alles schwarz. Dafür lässt mich meine viel zu lange Intervention hier mit dem letzten Slide vom Zitation oder Titel von einem Lied von Billy Ocean abhalten. When the going gets tough, the tough get going. Wir sind der Tougher, da lasse lo viv als CSV. Ich so nicht, merci. So. Vielmals merci, Thierry, für den Käsebericht. Wir gingen da 4 Uhr vor mit dem Rapport vom Kassenrevisor. Da ist es so, dass wir als Partei normalerweise 2 Kassenrevisoren haben. Das ist einmal den Gaston Kraus und zum anderen den Jean-Marie Raus. Jean-Marie Raus ist aber relativ kurzfristig mitgedeelt, dass er nicht mehr disponibel wäre, für die Käse zu kontrollieren. Und dafür haben wir dann en toute Urgence den Marc Reiter gefragt, für die Käse am Namen von Jean-Marie Raus zu kontrollieren. Für herabzukommen an den Rapport von den Kassenrevisoren zu machen, ging ich den Gaston Kraus bitten, für herabzukommen. Herr Parteipräsident, Madame Präsidentin vom Kongressbüro, liebe Deputierten und Member von der CSV. Heute kriege ich effektiv mal eine andere Präsentation gemacht, eine liebliche Präsentation gemacht vom Trésorier General von der Partei. Ich werde hier nicht meine Kappen auspacken. Ich mache das wie gewinnt auf meine Manier. Die letzten Donnerstag werden Herr Reiter an meine Wenigkeit an Zentral von der Partei Bücher kontrollieren. Wie das schon gesehen hat Slide von unserem Trésorier,
entspricht das Soldfinal von den Banken, die Sold, den du übrig geblieben hast, genau der Differenz von den Ausgaben auf der einen Seite und von den Einnahmen auf der anderen Seite. Wir haben auch festgestellt, dass alle Guten, die Ausgaben gemerkt sind am Sinn vom Funktionäre von unserer Partei, und die sind auch alle Guten durch Rechnungen beblößt gehen. Wir konnten keine Unregelmäßigkeiten feststellen an Bücher für uns sind so an der Reihe. Wie als Tresorier schon gesagt hat, präsentiert immer den nächsten Kongress ihr auch nach den Bilan an den Kontgewinn auf Verlust, den genau Bild dann von der CSV-Case rumspiegelt. Ich so nicht merci. Ein großes Merci auch dir, Gast, für die Revision von unserer Case. Da ging mal weiter vor mit der Diskussion an der Aufstimmung von den Rapporten. Da ist es so, dass ich bislang eine Wortmeldung für Laien habe. Das ist die Wortmeldung von Georges Pierre aus der Hasper-Sektion. Und ich ging dem Georges dann auch für der Aufstimmung die Wort gehen, ohne aber noch ein bisschen darauf hinzuweisen, dass die Redezeit auf Basis vom Artikel 64 von den Statuten auf 2 Minuten begrenzt ist. Voilà, Georges, du hast das Wort. Merci, Madame Kongresspräsidentin. Liebe ich bin hingekommen als von denen 7 Parteimembern, die für 6 Monate Gericht standen, ungeklont von dieser Partei, an der ich für über 45 Jahre angetreten bin, für der Partei zu helfen. Und ich bis heute an all Punkten gemerkt. Ich habe niemals, nie an nimmer, der Partei auch nicht an ein Krummwort zukommen gelassen. Ich habe mir niemals etwas zu Schule kommen gelassen. Niemals an der Partei. Wo ich mich gemeldet habe und ich mich angesagt. Was geschieht? Ich habe mich eigentlich zu viel angesagt. Für den Freundeskreis an den Komitee zu gehen. Ich kann noch nie weit zurückgehen. Und ich habe einen Fehler gemacht, für die Partei zu kommen. Da wäre ich niemals auf Gericht gekommen. Jedenfalls nicht als Parteimember. Im Gericht wäre ich schon 100 Mal. An meinem Beruf. Du hast nicht meinen Beruf gemacht, aber nicht nur geklont, wie eine Fälschung, wie eine Escroquerie, Abus de Confiance. Die muss ich vorstellen, was mir hier reprochiert kriegen. Felix Eichner, die 2 Damen, die Kandidatin haut hier. Der Georges Heirend, lange Tresorier von der Partei, 16 Jahre. Für nichts geschafft. Als Merci kriegt er einen Prozess nur geschossen. Liebe Freunde, das Ganze hat wehgetan. À tel point, menschlich wehgetan, dass überhaupt so etwas reprochiert kann kriegen. Von Parteifremd. Ohne dass am Vierfeld mal immer mit einem Geschwert gehen hast. Ohne dass das Telefon geholt gehen hast, lauscht mal an den Freundeskreis, du hast vielleicht etwas nicht gerade gelaufen, wie das sollen. Komm, ich setze also nicht an der Regel immer das. Alles hat keine geregelt gehen. Schüss, das du hat nicht dafür gemerkt gehen. Es gibt eine Juridik gefragt, von der Fraktionsspitze, den hast du bei Bayern nicht wert gewirrscht, wo ein Dropstung. Ob den wie Juridik gi mir dann für ein Gericht zitieren. Das Ganze hat das Hellpoint gestunk, dass ich mir vorstelle, wer ist doch wirklich an Druck gewirrscht. Das hast du nicht gemerkt, für einfach einen Prozess zu machen. Das ist gezielt gemerkt. An die Zielerei, mein Parteipräsident Engel, hat auch keinen Menge einer Art geregelt. Ohne das zu machen, ohne menschliche Schuhe zu machen, ohne professionelle Schuhe mit der Kauf zu holen, für die Leute, die do im Gericht stummen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn ihr den Patron du hast, wo ewig Escroquerie kondamniert gewähr, dass die Frau gewirrscht wäre mit dem. Da kein Escroquerie dran, da überhaupt nicht dran. Mit länger, dass du stehst, an der Öffentlichkeit, für der Presse, für im ganzen Land, was Dinge nun, das geht äußerst weh. Und ich hoffe, dass die Leute, die da verantwortlich sind, die das verantworten haben, dass sie das zumindest begreifen. Und ich wünsche ihnen das als Freund, dass ihnen das nie geschieht. Weil das muss ich nicht machen, 4 Tage lang durchstehen. 4 Tage lang erklären, dass ich nichts gemacht habe. 4 Tage lang erklären, dass ich in einer Parteimember als vorher geschafft habe. Dafür dann noch so zu kriegen, dass ich vorgemerkt, wie Einzelkollegen haben, Escroquerie an der Abus de Confiance. Null, nichts. Nichts schon mal gemacht, was falsch wäre. Und ich wünsche Ihnen das als Freund, dass ihnen das nie geschieht. Weil das muss ich nicht machen, 4 Tage lang erklären, dass ich nichts gemacht habe. 4 Tage lang erklären, dass ich in einer Parteimember als vorher geschafft habe. Dafür dann noch so zu kriegen, dass ich vorgemerkt, wie Einzelkollegen haben, Escroquerie an der Abus de Confiance. Null, nichts. Nein, schon mal gemacht, was falsch wäre.
Es gouf sich du Moien ha entschuldigt. Ich sind dem Parteipräsident Wieseler dankbar dafür. Das auch nicht mir, Thierry Schumann auch nämlich, für die Harmonie von diesem Kongress auf den Kopf zu drehen. Mit gehe der Wort zum Rapport von dem letzten Jahr, da ihr alle wisst, was geschieht ist. Dir sollt als Mama von der Partei wissen, wer die Partei halt zum Mund gemerkt hat, aber wie sie einzelne Leute weggetan hat. Das soll dir wissen. Und dafür ist es eigentlich wichtig, dass man darüber geschwärzt wird. Ich brauche 1 Minute, Madame Präsidentin. Ich will die Schüsse nicht so, nicht, dass er die Dauer gedrückt wird. Wir sollen aus dem Kongress herausgehen, Claude und Thierry geschlossen. Das ist mein Wunsch. Meine Hand kriegt er gerecht. So, ich merci, das geht richtig gut, das muss ja wirklich so wie das. Meine Hand kriegt er gerecht, weil wir müssen wissen, wo der Gegner steht. Also politische Gegner sind in der Partei selber, mehr als du Bause. Wir haben als politische Gegner als Gambia. Und die sollen wir attackieren. Und als interne Litigen in der Banne, das bringt gut nichts. Der Henneke hat für ein paar Tage gesagt im Radio, die knastig wäsch mich intern. Ich will natürlich knastig sogar weglosen, wäsch mich intern. Und dann sind wir fertig. Und wir gehen nicht mit der Wäsche aus. Und wir lassen kein Fremdleid über als eigene Probleme, wie ihr Richter vom Staat bezahlt, befallen. Wir haben als Gegner an der Regierung sitzen. Wenn ich gucke, den Herr Staatsminister Büttel hat an der Majorsch-Pressekonferenz gesagt, wie er gefragt wurde, ob er noch Staatsminister bleiben, neben viele Plattitüden noch gesagt, das hängt vom Letzteburger Wähler auf. Du nicht, von da ist kein Remark dazu. Das für die erste Kehr, dass den überhaupt gibt, die Letzteburger Wähler respektieren. Der sitzt auf der Platz, ohne dass der Wähler wieder gesagt wird. Den hat überhaupt kein Wählermandat. Die ganze Gambier Regierung hat kein Wählermandat. Wählermandat hat Al-Qaida 2013 an die Eispartei gehabt. Und der These doch an Zukunft beizubehalten. Und dafür muss mir an die Litige rangehen, extern. An der Regierung, mit Gambia, die präsentiert wird von Büttel an Asselborn, wenn der Asselborn in den Mund abgeht, dann muss ich schon mal sagen, da sind wir schon mal blamiert im Ausland. Das ist doch besser, der Mann hält den Mund komplett zu. Als Außenpolitik heeft gewonnen, wenn wir keinen Außenminister hätten. Also ich gebe Mengen, dass wir es für alle mal an den Kopf setzen. Wo wir uns fokussieren, auf wem wir uns erstellen, und in wen dass wir uns in den nächsten Jahren wehren, für dass wir als Partei die Partei bleiben, die wir sind, und hauptsächlich, dass wir 2023 nicht an die Regierung kommen. Das ist mein Wunsch, das soll Ihr Wunsch sein. Merci vielmals. Vielmals merci, Georges. Ich gehe vor direkt weiter und den Claude Wieseler als Parteipräsident wird antworten. Merci, Madame Präsidentin. Liebe Georges, liebe Kollegen, ich habe gut nur gelauscht, was du gesagt hast. Du hast mir das schon gesagt, was du im Herzen hast. Und ich verstehe das, was du zum Ausdruck gebracht hast. Ich habe am Anfang gesagt, ich weiß, wie schwierig für dich, wie schwierig für auch andere, die am selben Fall waren, wie du die ganze Zeit müssen sein. Ich hätte nicht wollen an ihrer Platz sein. So nicht ganz klar. Wir kennen das schon lange, wir kennen das 30, 40 Jahre. Ich schwätze nicht für Reis, mit das aber so, immerhin. Dafür so nicht, da bin ich dankbar, dass der
Erstens den Exerzis lo gemacht hues, weil auch den Exerzis war jo kompliziert für uns alle gut. Und zweitens, dass du die Konklusion geholt hast, die du geholt hast. Wir haben probiert an den letzten Wochen viele Diskussionen zu feiern, unternehmen, alle gut zu summen, alle gut die Leute, die auf die eng oder auf die andere Weise impliziert wären, für zu gucken, wie wir können persönlich, menschlich aus der Situation herauskommen, wie wir sollen managen, wie wir sollen mit denen gehen, aber wir sind da ein gut Stück weiter. Komm, ich meine, das Haut gehört auch dazu. Mir wird wichtig ist, dass das auch fertig bringen, es aufzuschließen, die Wunden, die noch nicht ganz geheilt sind, noch heilen zu lassen, und auf das uns zu konzentrieren, was als Mission ist, was das Ziel ist. Und das Ziel ist Lo. Und dafür ist die ganze Equipe, für die wir hier stehen als Partei, dafür da, erstens die Partei zusammen zu kriegen, zusammen zu halten, dein Wort, was du gesagt hast, dass es Lo ging darum gehen, für an den nächsten Moment kohärent und zusammen die Wahlen zu gehen, ist genau das, am Anfang, was ich wollte hören. Und das ist genau das, wo wir uns werden engagieren, an den nächsten Wochen, an den nächsten Monaten dahin zu gehen. Und ich bin froh, dass wir alle gut am selben Boot sitzen. Das ist doch klar und deutlich gesagt, dass am Namen von allen Kollegen, auch am Namen von den zwei Damen, die am selben Fall sind, die heute Kandidaturen gestellt sind, dass wir am selben Boot sitzen. Weil, wenn wir das nicht, haben wir keine Chance. Bringen wir es fertig zu machen, haben wir alle Chance, für die nächsten Wahlen zu werden. Und nicht so just etwas für euch abzuwählen. Ich zähle auf dich, ich zähle auf die anderen Leute, dass wir das dann im nächsten Jahr fertig bringen und dass wir 23 die 2 Wahlen gewonnen. Das ist meine Konklusion daraus. Merci Claude, wann dann sos kein Wortmeldungen mit 4 Leiien gegen ma und Doofstimmung vun der Rapporte kommen, die hut orange Stimmkerten alle Gurten, als ich ging mal aufstimmen iwwer den Aktivitätsbericht, die Leute, die de Mader d'accord sie sollen kehrt heichhalen. Als een den da gein das, als een den enthält, da wird der Rapport da unanim ugeholt, da so ne Merci am Numm vom Sekretär, Generalsekretär. Da kommen wir bei den Finanzbericht, sieht der alle gut am Finanzbericht vom Thierry d'accord. Als een den da gein das, als een den enthält, nee, dann als den auch da unanim ugeholt, auch Merci dann am Numm vom Thierry. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Du hast es so, ich hatte dich vierdro gesagt gehabt, dass den Jean-Marie Raus als relativ kurzfristig Schmatt gedeelt hat, dass er nicht mehr disponibel ist, für Kassenrevisor zu sein. Am Dünn hat die Parteispitze relativ kurzfristig geguckt, ob sie gegen eine andere Person fanden, die bereit wäre, für anzusprangen, für das dann an Zukunft zu machen, nicht mehr für das Jahr, mehr für die nächste Jahr. Am Dünn sind sie auf den Jacques Bauer gestoßen. Der Jacques Bauer, ich meine, sind ein ganz paar die Leute von ihr, die kennen, als 54 Jahre alt, als Advokat von Beruf, und er könnte vor Rammel denkt, Sektion nicht anwenden. Also wollte ich euch fragen, wie das an unseren Statuten steht, dass all Personaldiskussion normalerweise eine Sekretdiskussion, ein Sekretvot ist, ob der wollt, dass ein Sekretvot gemäht wird oder ob der d'accord sieht, für das Toten auch mit der Stimmkarte aufzustimmen. Dafür ging ich für dich fragen, wen ist d'accord für mit der Stimmkarte aufzustimmen? Als ein, den da gehen, dass den Drop pocht für ein geheimes Wort zu kriegen. Als ein, den sich enthält? Nee. Voilà. Mit der ging ich euch fragen, wen dann d'accord ist, dass der Jacques Bauer als neuer Kassenrevisor geht. Als in den da gehen das. In den sich enthält? Nee.
Ma dann Jacques felicitéieren ech dat zu denger neuer Tasche an der Partei. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt, der das Durchstimmung über als neue Mitgliederbeiträge als irgendein, den du gehend ist, in den du enthält. Da gehst du davon aus, dass alle Guten da mal d'accord sind. Voilà. Da sage ich dafür auch merci. Und da wir dann den administrativen Teil von unserem Kongress für heute Morgen rüber. Und da fuhren wir weiter mit den Wahlen. Wir haben 2 Kandidatinnen für eine Parteipräsidentin und eine Generalsekretärin zu gehen. Und es ging dann all von einzelnen von den 2 Kandidatinnen Gelegenheit geben, für sich selber vorzustellen. Das ist, wie gesagt, einmal Stefanie Weidert, die den Kandidatur gestaltet hat für Generalsekretärin. Und es ging dann darum, da auch Stefanie Robbierden für sich selber zu präsentieren. Die Damen und die Herren, liebe Freundinnen und Freunde, heute fängt ein neues Kapitel an der Geschichte von der CSV an. Am September letztes Jahr haben wir erst die Möglichkeit, an die Statute zu gehen, die Spitzenposten von der Partei doppelt zu besetzen, mit jeweils einer Frau und einem Mann. Heute ist der Tag endlich da, wo der Claude eine gleichberechtigte Parteipräsidentin zur Seite kriegt und der Christoph eine gleichberechtigte Generalsekretärin. Mam Erna Nico Schöpfes war doch haut heuers, hat CSV von 1995 bis 2003 für dich an ihrer Geschichte eine Parteipräsidentin. Haut gibt Mam Elisabeth eine zweite Kehr eine Parteipräsidentin gewählt. Hat heute natürlich auch schon das Privileg, die erste Frau gewesen zu sein als CSV-Präsidentin. Ich bin heute Kandidatin für den Posten von der Generalsekretärin, ein Posten, der bis dato noch nie von einer Frau besetzt wurde. Es wird mir also ein ganz großes Ehr sehen, diese Herausforderungen umzugehen. Ich weiß nicht, ob ich mich noch groß muss vorstellen, weil ich denke, die meisten Leute kennen mich. Meine Nummer ist Stefanie Weidert, ich bin 37 Jahre und wohne zu Mompisch. Seit 2011 arbeite ich als Advokatin und seit 2018 bin ich Chefin an der Fusionsgemeinde Rösport-Mompisch am östlichsten Osten von Lützeburg. Erste Erfahrungen habe ich am Generalsekretariat gesammelt, beim Laurent Zeumet als Generalsekretär adjoint. Zusammen mit Laurent habe ich damals die größte Statutenreform 2015 von der Partei gelegt und die Wahlen 2017 und 2018 präpariert. Von klein auf bin ich begeistert von Musik, ich spiele Saxophon, Piano und Cello. Durch meine musikalische Oder habe ich mich an der Partei entretemps umgemacht, weil irgendwie muss ich entretemps den Kongress themisch durchstimmen. Also wenn es zu heiß ist, dann ist es mehr culpa, da könnt ihr euch bei mir beschweren kommen. Ich bin ein Teamplayer durch und durch, weil nicht zusammen kann ich mehr erreichen wie einer allein. Ein Orchester kann die beste Solist tun, aber der Konzert geht nicht mehr gut, wenn die Harmonie zwischen all den Registern stimmt und keiner aus der Reihe tanzt. So ist es doch in der Politik. Ich muss auf den anderen aufbauen können und die Equipe muss sich gegenseitig unterstützen und nicht gegen die Nähe schaffen. Jeder hat seine Stärken und es gilt, die zu bündeln. Weil nicht mehr, wenn wir zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen, sind wir stark. Ziele sind auf jeden Fall klar gesagt. Ich bin mir bewusst, dass in den nächsten 18 Monaten viel Arbeit bei uns alle durchkommen. Weil 2023 direkt 2 große Wahlrendezvous Ordre du Jour stehen. Am Juni die Gemengewahlen, am Oktober die Chamberwahlen. Das ist allerdings die erste Kehr, dass Gemengewahlen führende Chamberwahlen werden sind. Als Ziel ist es, genau wie 2017 als stärkste Kraft aus dieser Gemengewahlen vorzugehen und so viele Gemenge wie möglich an der Responsabilität zu sehen. Das Resultat von den Gemengewahlen wird dann natürlich auch die nötige Rückgewand für die Chamberwahlen gehen. Aber wir müssen alles darauf setzen, dass 2023 kein Weg lang CSV an einer Regierung geht. Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir müssen zusammen mit all unseren Basisorganisationen, Membern und Sympathisanten die Wähler obenneits davon überzeugen, für was eine Volkspartei wie CSV gerade an Zeiten wie diesen an Verantwortung an den Gemengen und an der Regierung gehört. Wir laufen keine Ideologie noch. Wir basieren als Politik auf als Werte, die vom Modden nehmen, der Mensch als seine Sorgen und Uleien am Mittelpunkt, der Freiheit und der Gerechtigkeit, an Verantwortung zu überholen für all die Leute, die es brauchen. Volkspartei zu sein heißt, einer Brede mit ein Lebensprojekt anzubieten, auch keinen am Reh stehen zu lassen, egal aus welchem sozialen Umfeld ihr könnt. Als Partei müssen wir thematisch Ecken erkannte weisen, klare Positionen zu allen Themen beziehen und Antworten liefern auf Probleme, die sich nicht nur in Haut stellen, aber auch schon denen vom Mur. Mit unseren Positionen zur generellen Impfpflicht und Energiekrise haben wir an den letzten Monaten gewiesen, dass wir das können und die nötige Weitsicht tun, für das Land auf den richtigen Weg zu bringen. Mit Ausnahme von den Grängen, die hier Politik nur ihren Ideologien ausrichten, also oft selber am Weg stehen, möchte die aktuelle Majorität hier Politik nur im Prinzip Navigation auf sich, so wie wenn da oben am Niveau heimfährt, ohne große Visionen für die Zukunft von diesem Land abzuzeichnen. Es gibt genug Probleme und Sorgen, die es gilt anzupacken und langfristig zu lösen, und die aktuell durch den Krieg in der Ukraine zusätzlich verschärft gehen. Der Konflikt mit Russland weist, wie aufhängig wir an alle Länder aus der Europäischen Union von Russland sind. Die Energiepreise, die an der letzten Woche stark geklommen sind, als nur ein E-Beispiel. Lieferengpässe von Matière Première und andere Produkte, die jetzt schon Pandemie bedenkt haben, gehen zusätzlich verschärft. Preisumbau verdreifachen sich, und wir wissen, dass wir an der Lebensmittelversorgung in Europa nicht autark sind. Die Logementskrise spitzt sich immer weiter zu, und nebenbei kommen ganz viele Wellen von ukrainischen Flüchtlingen, und denen wir helfen sollen. Das Armutsrisiko hat zu Lützeburg ist drastisch geklommen, und durch die hohen Energiepreise kriegen alle guten Menschen oder viele Menschen bis an die Mittelschicht dran schon am Anfang vom Monat hier ändern nicht mehr beinehmen. Der Gilles wird ganz klar noch auf die Punkte angehen. Ich will aber auch so, als Betrieber haben es nicht einfach. Nur 2 Jahre Pandemie, an denen die meisten ganz viel gelitten haben, an andere leider nicht gepackt haben, die kleine mittelständische Betriebe am ländlichen Raum aus ideologischen Gründen von einer Partei aus der Majorität ausgebrannt. Sprach ich auch nicht zu so, um wie eine Partei es handelt, dass die alles verbietet. Aktuell sichern es nur 3 Gemengen aus mengem Eck, eng rund 30 Betriebe eng Möglichkeit sich zu erweitern. Aber brechen idealerweise haut schon ein Terrain für sich in Zukunft als immer ihre Fortbestand zu sichern. Aus das ganze Land geht es dann natürlich noch ganz viel mehr. Ich kann das heute aus meiner Chefperspektive mitteilen. Wir bringen aber dank der geringer Ideologie vom Herrn Turmes und der Madame Diesburg leider nicht fertig, Industriezonen auszuweisen, die groß genug sind, für die Betriebe in der Dach zu kreieren. Das heißt, dass Betriebe werden am aktuellen Rhythmus, wie die Dossier am Heichhaus im Kirchberg 4 gehen, auch nur nach Kind herhauen. Die Inhaltetaktik vom Environnement ist ganz einfach. Frohe Katalog no anderen an immer neu opladen an der Hoffnung, dass sie irgendwann hier Römer den Dossien Howald Lokalpolitiker und Betrieber opgehen. Nee, wir werden uns nicht gehen und wir dürfen uns nicht gehen. Der Staat muss seine Responsabilität tun und die nötige Infrastruktur schaffen, für das Betriebe und die Ökonomie zu unterstützen. Der ländliche Raum darf nicht als Kompensationsfläche zum Naturschutz verkommen. Es ist wichtig, Betriebe an allen Ecken am Land zu haben. Und hier noch die Möglichkeit geben, sich zu erweitern und das zu summen an Harmonie mit der Natur. Ja, Naturschutz ist wichtig. Und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir als Klimaziele anhalten. Wir dürfen aber nicht als Ökonomie, als Betriebe und als Mitmenschen auf der Strecke lassen. Betriebe haben Dienstleistungen, Handwerkersurplus, Arbeitsplätze. Durch das Arbeitsplätze helfen wir, die menschlichen Grundbedarfe aufzudecken, und wir helfen noch Familien zu überleben. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass an allen Arbeitsplätzen auch das Schicksal von einem Mensch und von einer Familie hängt. Es muss also die 2 Seiten von der Medaille gucken und aufweihen. Weil wenn das Betrieber gut geht, dann haben wir Männer Schomören und Männer Mattbürger, die im Moment vom Mund hier einer nicht bei ihnen kriegen.
Aber wenn wir die Betriebe natürlich schon noch am ländlichen Raum gingen ansiedeln, ist ja doch für viele Leute Mannerweide wie bis auf die Schaff. Du nicht doch indirekt aus dem Klima etwas Gutes. Weil wenn ich nur 5 Kilometer muss fahren, für Schaffen zu gehen, holen ich vielleicht nicht den Velo oder den öffentlichen Transport, wie wenn ich 2 Stunden am öffentlichen Transport sitzen, am Platz eine halbe Stunde mit dem Auto können zu fahren. Weil jeder hat Recht auf Lebensqualität und Zeit für sich und seine Familie. Lützeburg braucht eine starke Ökonomie mit starken Betrieben. Das ist nicht der Moment, als auch noch vom Ausland aufhängig zu machen. Eine ganz andere Thematik oder eine Problematik, die mir wirklich um Herz leidet, aber wo wir unbedingt doch müssen den Tabu brechen und Probleme ausschwätzen und lösen, als die von den Hürden, die ein Mensch mit einer Behinderung am Alltag heute zu Lützeburg noch immer begegnet. Sobald ihr eine körperliche oder mentale Einschränkung habt, könnt ihr mehr wie ein Kehr am daran unkomfortable Situationen, wo ihr Leute um Hilfe fragen, weil ihr nicht allein nicht mehr machen kann. Es geht um Frauen und Männer, es geht um Kinder, die nicht gut gesehen, die darf sehen, die über Rollstuhl gewesen sind. Sie wird permanent oder temporär und das seit ihrer Geburt durch eine Krankheit oder durch einen Akzident. Es kann uns alle gut zu jedem Moment selber treffen, das muss man uns bewusst sein. Für Rollstuhlfahrer stellen ich heute leider haut noch immer fest, dass auf den meisten Plätzen Trottoiren bis 2 cm zu hoch ist, für dass die selber mit seinem Gefühl sich kann frei fortbewegen. Auf viel zu viele Plätze gibt es noch immer keine Tiere, die automatisch abgehen, zum Beispiel, wenn ihr in einer privaten Residenz an eine Doktorspraxis geht oder auf anderen Plätzen, die zwar für die Öffentlichkeit zugänglich sind, aber für Menschen mit einer körperlichen Anstrengung nicht allein accessibel oder nicht mehr schwer accessibel sind. Dabei können durch den Mangel an öffentlichen Toiletten, die für Leute mit einer körperlichen Anstrengung accessibel sind. Das sind eigentlich ganz alltäglich einfach Situationen für jeden, die keine Einschränkung hat. Mit mir den aber schon selber, wie unmöglich das, wenn ich nicht mehr mit 2 Kretschen ein bisschen in der Wehr ist, aber einmal Tiere nicht mehr so einfach abkriegt oder im Alter von Kraft null lässt. An den letzten 20 Jahren hat sich die Situation sicher schon verbessert. Wir sind heute noch weit weg von einer Chancengleichheit und einer totaler Inklusion, wenn es immer noch unsichtbare Barrieren für die einen gibt und zeitgleich unüberwindbare Barrieren für andere. Ich bin der Meinung, dass es heute noch ganz viel Nachholbedarf gibt, aber als die nötige Mühe muss gehen, für die Situation zu verbessern. Das steht uns als Volkspartei zu. Ich so nicht merci. Vielmals merci, Stefanie. Ihre Stand aber als Nächstkandidatin übergehen, erinnern sich noch ein Jahr daran, dass die Kaske für Leute sind, die lieber eine französische Übersetzung hätten. Voilà. Und davor haben wir am Elisabeth Marc stellte mir seine Kandidatur für Parteipräsidentin zu gehen. Liebe Freunde, wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir haben einen Krieg für unser Tier, den hunderttausende Menschen an Flucht getrieben hat. Und all das unnötig Todesopfer fordert. Wir sind auch immer nicht raus aus der Pandemie und das Armutsrisiko geht von Tag zu Tag an die Blut, bedingt durch die Inflation. Das Problem kommen bei uns allbekannten Dauerbrenner dabei, wie das Logement und die Klimakrise. Probleme, die besonders junge Leute betreffen. Das Problem darf aber nicht an den Hintergrund geraten oder auf die Langbank geschoben gehen. Politik ist gefordert, Antworten zu liefern. Und zwar Antworten, die all diese Herausforderungen am Blick behalten und nicht die einen gegen die anderen ausspielen. An einer Welt, die immer mehr vernetzt ist und der alle Entscheidungen eine Konsequenz hat, gilt es, einen übergreifenden Approach zu holen. Es gilt also nicht, Klimaziele über Bord zu gehen, um zu verhindern, dass die Energiepreise klammen. Wir dürfen noch nicht aus Angst vor Reperkussionen auf unsere eigene Wirtschaft gegen Sanktionen gegenüber Russland entscheiden. Es gilt, die Bürger finanziell zu unterstützen, ohne aber die Kompetitivität von unseren Betrieben aufs Spiel zu setzen. Und da stehen wir gerade als Volkspartei am besten da, für den gesunden Mittelweg zu finden und nicht just gewissen Antereien zu servieren. Ich bin logisch schon 15 Jahre in dieser Partei und noch nie ist mir die Rolle so wichtig vorgekommen. Wir brauchen eine pragmatische Politik, die nicht auf Ideologie setzt, wie mit Verstand gemacht wird. An der Energiepolitik heißt das Technologie oppesinn.
und nicht just auf verschiedene Energiequellen setzen. An der Gesundheitspolitik hecht dat, dass man den Schutz von den Schwachen unserer Gesellschaft iwwer die Freiheit von jeder engem setzen. An der Logementspolitik hecht dat, dass man der Meinung sind, dass die Proprietären, die Terrain am Bruch leihen lassen, ihre Responsabilität zu holen haben. Eine Politik von der Mitmachen hecht also, die verschiedenen Interessen aufweihen und dann am Interesse vom Mensch an der Gesellschaft am großen Ganzen zu entscheiden. Es geht darum, das Wohl vom Mensch an den Mittelpunkt zu setzen, an eine Politik auf Basis von Werten zu machen. Bei der CSV hecht dat ein gesunder Mix aus Eigenverantwortung und Solidarität. Dafür sind wir uns stärker gewirrscht, an Krisenzeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber mit einer gewissen Weitsichtigkeit zu handeln. Das sind die Momente, wo wir immer stark waren. Dafür braucht die Politiklandschaft am Moment Politik aus der Mitte und das Land braucht ein CSV. Die Zeiten, wo wir uns selber am Weg stehen, sind noch rüber. Das ist Zeit, sich auf Politik zu konzentrieren. Wir haben uns in den letzten Jahren viel mit uns selber beschäftigt, konnten dadurch positive Schritte und Fehler für die Partei zu modernisieren. Wir leider aber auch viel Zeit und Energie verschwendet. Das nicht zu machen, wie wenn nicht gewünscht wäre. Wir müssen lernen aus dieser Situation ziehen. Es gilt lo, den Interesse der Partei über den persönlichen Interesse zu setzen und zusammen nach vorne zu gucken. Wir erleben auch gerade, was das bedeutet, Zusammenhalt in einer schwierigen Situation, was ihn alles bewirken kann, wenn ihn zusammenhält. Über die letzten Monate hat die Parteispitze den Prozess an die Wege gelegt, den uns dabei helfen soll, uns auf das Essentielle zu konzentrieren und als Identität besser nach vorne zu bringen. Viele von unseren Membern konnten in diesem Prozess teilnehmen. Für das wir dabei erkennbar sind, müssen wir uns klar auf hohe Themenfelder konzentrieren. Ohne dass das aber heißt, dass wir zu anderen Themen gar nichts zu sagen haben. Mit die Zeiten, wo wir einfach alles fordern, was in uns gedroht wird, ohne klare Linie, die sind lo river. Dieser Prozess dreht sich erst Fristen. Wir sind an den letzten 3 Monaten klar Ecken erkannt gewesen. Wir haben mit einer Stimme geschwätzt und wir haben uns klar unterschieden von anderen Parteien. Wir sind nicht dem Agenda von der Regierung an den Druck gelaufen und haben just reagiert auf Mesuren, die sie proposiert haben. Au contraire. Wir haben ihnen unsere Agenda imposiert und gewiesen, dass wir gestalten wollen und nicht just reagieren. Stefan und ich hatten die Chance, bei diesem Prozess dabei zu sein. Wir wollen uns dafür auch engagieren, am Claude und am Christoph diesen Prozess an der Kontinuität weiterzuführen. Was heißt das? Auf der einen Seite gehört dazu eine enge Kooperation zwischen der Partei und unseren Mandatären. Auf der anderen Seite gehört dazu, uns Membern verstärkt anzuwenden. Persönlich würde ich mich dafür einsetzen, für das Projekt zu schlagen. Nicht mehr, wenn wir den direkten Kontakt mit unseren Membern haben, können wir eine Politik machen, die nur bei den Leuten ist. Nicht mehr, wenn uns Membern wissen, für was CSV steht, können sie auch wirklich draußen als Idee verkaufen. Wir waren auf den 4 Bezirkskongressen und an einer Generalversammlung. Und wir viel motiviert Leute begegnet. Leute, die sich am Alltag für ihre Sektion ersetzen, an ihr Gemeng. Leute, die wollen eine Hand mal packen, an ihrem Lust tun, etwas zu bewegen. Wir haben alle ein klares Ziel für uns an, 2023. An einem Jahr haben wir hier Chamberswahlen und Gemengewahlen. Ziel von unserer Equipe ist es, uns bestmöglich aufzustellen für das Wahlen. Und als Equipe sind wir bereit, alle unsere Energie an das Kampagne zu setzen. 2018 haben wir gesehen, dass bis zum Schluss nichts gewonnen ist, mehr aber auch nichts verloren. Für Gemengewahlen können wir auf eine starke Ausgangsposition zählen. Seit 2017 sind wir so stark wie kein anderer Partei in den Gemeinden. Aus 46 Gemeinden stellen wir den Bürgermeister. Auf viele Gemeinden sind wir am Schafferrot. Ich denke, da und die zwei größte Städte am Land, wo wir am Schafferrot vertreten sind. Und das ist also heute, wo wir können am Alltag beweisen, was CSV-Politik ist. Gerade Gemeinden spielen im Moment eine wichtige Rolle, wenn es um den Akcueil von ukrainischen Flüchtlingen geht. Und gerade CSV-Gemeinden, gefeierte Gemeinden, waren auf vielen Plätzen am Land federführend. Ich denke da zum Beispiel an den Ansatz von der Gemeinde Konter nach Kielen oder die von der Gemeinde Strossen, die spontan dezidiert hat, ein Haus für Ukraine aufzumachen. Ich will Ihnen und darüber hinaus allen anderen CSV-Bürgermeistern und Schafferräten von dieser Platz eine große Merci sagen für Ihr engagierte Arbeit am Moment und über die letzten Jahre. Ob das gut arbeitet, können wir aufbauen für 2023. Die Gemengewahlen waren einfach für viele Junge die Möglichkeit, an der Politik Fuß zu fassen, auch für mich selber. Wir mussten nicht fertig springen, unsere Succès von 2017 zu wiederholen.
Persönlich will ich dafür ansetzen, dass am Kader vom Novus Förderprogramm die Jungen bestmöglich auf das Wahl vorbereitet gehen. Als Stadter Gemeinderat leihen mit Themen wie die Gestaltung vom öffentlichen Raum, der Wohnungsbau und Mobilität besonders im Herzen. Diese Prioritäten will ich auch im nationalen Niveau weiterbringen. Gemeinden haben ihre Responsabilität, wenn es um den Wohnungsbau geht. Aber sie dürfen nicht allein gelassen gehen. Auch der Staat muss seine Responsabilität tun und endlich die verschiedenen Levier, die er dann hat, in Gang setzen. Ich denke dann zum Beispiel an einen nationalen Spekulationstax auf Edelstuhl Terrain, die wir schon lange gefordert haben. Muss ich noch einfach anerkennen, dass die Logementspolitik, die im Moment gemacht wird, von den größten Echecken von dieser Regierung ist. Preise erklammen, und noch nie sind sie so geklommen wie in der Regierung vom Xavier-Bettel. Dafür ist es wichtig, dass wir gerade die Leute verstärkt helfen, für dass sie sich ihre Feier wenden können aufbauen. CSV hat eine klare Propose gemacht. Proposen, die als Mittelschicht entlasten und die Jungen entlasten und das Accès zum Logement vereinfachen. Auch müssen wir steuerliche Adaptationen machen, für die Erstkäufer zu privilegieren und die Investiteure nun vielleicht mal ein bisschen mehr. Wir müssen die richtige Kader schaffen, für Privatinitiativ und öffentliche Hand zu erlauben, gemeinsam Wohnungsprojekte zu machen. Ich will, dass mein Walderhallen der lebenswert bleibt für uns Jungen. Als freie CSJ-Präsidentin ist mir das besonders wichtig. Dafür müssen wir uns Lebensgrundlagen schützen und unseren Impact auf den Wald reduzieren, indem wir selber mehr Energie produzieren, besser isolieren und mehr Geringfläche schaffen. Die Energietransition muss aber geschehen, indem wir eine gewisse soziale Gerechtigkeit garantieren. Das heißt, dass wir den Leuten, die am meisten brauchen, auch am meisten helfen, anstatt einfach mit der Geiskern rumzufahren. Brauchen die Leute, die sich ein Elektroauto als dritten Auto kaufen, da wirklich eine finanzielle Unterstützung? Brauchen die Leute, die am ländlichen Raum wohnen, auf ein Auto angewiesen sind und nicht können über guten öffentlichen Transport zählen, und vielleicht sich so ein Auto nicht können leisten, dann nicht viel mehr helfen? Der Klimaschutz soll aber nicht gegen die Wirtschaft abgestempelt gehen. Au contraire, wir müssen die Kreislaufwirtschaft als eine Chance sehen. Und müssen Vierräder häufig gehen. Die Betriebe, die besonders energielastig sind, müssen gezielt unterstützt gehen. Digitalisation und die artificielle Intelligenz müssen als Chance genutzt gehen, für uns Wirtschaft nachhaltig aufzustellen. Weil für uns ist klar, wir brauchen eine starke Wirtschaft, für unseren Wohlstand können zu erhalten. Wie sieht, es liegen viele Herausforderungen von uns, sowohl im nationalen wie im internationalen Plan. Im internationalen Plan gilt es in Ukraine als komplett Solidarität entgegenzubringen. Alles zu machen, was wir machen können, für ihnen zu helfen, sich gegen Russland zu verteidigen. Und das nicht just, weil dieser Konflikt mittel- und langfristig für Europa schwere Konsequenzen der Verteidigungs- und Energiepolitik hat. Diese Herausforderungen gilt es in den nächsten Jahren couragiert anzupacken. Und dafür sind wir überzeugt, dass das Land ein starkes CSV braucht. Und auch im nationalen Plan gilt es, die Wohnungskrise anzupacken, als Wirtschaft aufrechtzuerhalten, zu unterstützen und weiter zu innovieren, so wie den Klimawandel resolut zu bekämpfen. Auch hier braucht Lützeburg ein starkes CSV, für diese Probleme anzupacken. Für all diese Herausforderungen zu vereinen und eine kohärente und klare Politik zu machen, sie wird an unsere Gemeinden oder im nationalen Niveau, will ich mich als Parteipräsident zusammen mit Claude, Stefania Christoph und dem Rest von der Equipe ersetzen und später nicht dafür mehr Vertrauen. Merci. Vielmals merci, Elisabeth. Ich ging dann Martin Depré werden als Präsidentin von der Wahlkommission. Das hat als Erklärungen gibt. Et j'en profite pour vous rappeler en langue française que nous avons donc une traduction simultanée en français du congrès. Il faut juste aller chercher un casque au fond de la salle. Schönen guten Morgen, dann alle Guten noch von meiner Seite. So für dich mal merci für das Vertrauen, was der Kongress als entgegengebracht hat, mit der Equipe zusammen, die da an der Entrée von tut, werden wir eine Notwahlzettel auswerten. Wahlzettel von der einer weißen Envelope, die da bei der Entrée krut, 10:30 waren wir zu 217 angeschrieben. Das heißt, theoretisch könnten maximal 217 Zettel an der Wahlkirche sein. Auf den 2 Wahlzetteln fand ihr genau den Mandat, das ist Generalsekretärin oder Parteipräsidentin, muss ich sich darauf erinnern. An Alkeiers den Numm von demjenigen, der kandidiert, mit 2 Köchten Jo an ihn.
Den Zettel schüssgültig von eng von den zwei Köchten ugekreizt ist. Das heißt, wenn der d'accord sieht, dann kreizt er ja, und wenn der nicht d'accord sieht, kreizt er nein un. Die dürfen natürlich auch den Zettel eitel aufgehen, aber die wird dann nicht matt gezählt. Das heißt, ein Prozentsatz von den Ja-Stimmen wird just par rapport zu den Ja- und den Nein-Stimmen gerechnet. Die Leute kommen mit die Wahlurnen durch den Saal und dann geht der Envelope ausgefüllt von der Schrift an und wir sehen als Herrn Norem für die Resultate. Merci. Vielmals merci, Martin. Da bleibt es just nach den zwei Kandidatinnen eine bonne Chance zu wünschen. Das wird schon klappen. Davon gehen wir mal alle Guten aus. Und da gehen wir Heimat da diesen Teil auch aufschließen. Und da kämen wir bei den politischen Teil von unserem Kongress von heute. Immer da der Aufhänge will ich direkt sagen, dass keine Resolutionen für Leute für den Kongress von heute. Dadurch konnte man den Punkt vom Ordre du Jour holen. Und da ging wir direkt vor mit unserer Fraktion. Und da ging es dann direkt unserer Co-Fraktionspräsidentin, Martin Hansen, das Wort gehen für uns seine Message mit weiterzugehen. Ich ging auch bitten, wenn ich persönlich Gespräche ein bisschen zu reduzieren, auch wenn sie mit den Wahlurnen durchstreichen, auch Respekt vis-à-vis von Martin, was aber mit uns schwätzt. Merci. Merci, Madame Kongresspräsidentin Leif-Dian. Mit der Wahl von unseren Döbelspitzen, der Elisabeth als Parteipräsidentin neben dem Claude und dem Stephanie als Generalsekretärin neben dem Christoph, gehen wir wirklich ein starkes Zeichen und da konnte ich meinen Schluss vergewissern, die zwei sind richtig gut. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie wirklich auch ein gutes Wahlresultat kriegen. Ich habe gesagt, wir gehen ein starkes Zeichen, weil wir sind ein Team. Und zusammen geht es definitiv viel besser. Und das ist kein Eitel wieder, denn Gilles Roder und ich, wir haben schon als Döbelspitze in der Fraktion sind, ich gebe so in einem guten Jahr oder bald einem Jahr, mit Leon Gloden als Vizepräsident. Und wie gesagt, zusammen an der Equipe geht vieles besser. Und das ist auch die Zukunft von unserer Partei. Zusammen machen wir es. Ich will dann eben auch so, dass das Lot zusammen in der Zeit ist, dass wir alle gehören, deren Robstruppen als 21 Deputierten, ich zähle sie noch nicht alle op, das geht vom Vivian, hat kann leider auch nicht heißen, hat das auch Corona positiv. Ich war Nanz bis hin zu Max, ich meine, das sind nicht die jüngsten, das weiß ich nicht, das zumindest die meisten Deputierten, aber die ich all zusammen für die Leitperspektiven abzuweisen. Das ist für allem Lo wichtig. Nur 2 Jahre Pandemie, aber wenn ich Zölle gucken, auch am Radio, als die Pandemie leider Gottes noch nicht drüber, mit dem Krieg 400 Jahre, ist es für allem Lo wichtig, um die Perspektiven zu schaffen. Und dafür ist es auch nicht zu verstehen und auch nicht zu akzeptieren, dass diese Regierung mit ihrem Premier, dem Xavier Bettel, sich schon refusiert, für am Frühjahr, so wie das Chambersreglement das vorgesehen, eine Debatte über die Lehre von der Nation zu machen. So ein verstopptes Spiel ist es noch nicht gehen und an diesen Zeiten nicht zu akzeptieren. Und wenn ich über Perspektive schwätze, da schwätze ich natürlich auch etwas, was mir auch noch der CSV stark um Herz liegt, das ist Bildungspolitik. An der Zeit von Corona sind als Kanner, als Jugendliche auch noch Bildung ganz viel zu kurz kommt. Bildung, also einfach, wenn ich ein bisschen mit der Energie vergleiche, also im Prinzip der Rohstoff, der wichtigste Rohstoff, den wir haben, das ist die wichtigste Energie, die wir haben. Und dafür brauchen wir kein Russland, wir brauchen kein Pipeline, mehr wir brauchen eine Woche bei der Bildung Souveränität und da werde ich nachher drauf angehen. Weil es ist die Aufgabe von uns als Politiker, von der Politik, für die Jugend, die Kanner, für ihnen die Hilfe zu geben, dass sie fit sind für ihre Zukunft. Und an der Education haben wir vieles zu machen. Und eine von den wesentlichen Fragen, die sich stellt, ist ganz einfach die, welche Kompetenzen brauchen als Kanner, als Jugendliche für die Zukunft, für ihren Beruf, aber auch für ihr Leben. Und dann, wie kriegen wir die Kompetenzen bei uns in der Schule sich vermittelt, respektive gefördert? Weil so wie die Lo im Moment organisiert, das geht das schwierig. Die Welt hat nämlich geändert. Die Welt hat immens sehr gerne, das ist schon nicht unbedingt. Da hat ein Bild, der sieht Schule für, ich weiß nicht, in den 50er Jahren, und der sieht Schule lo,
Die Schule hat nicht ganz viel geändert. Mit Schule muss auch ändern. Das Wissen ändert so sehr. Es vermehrt sich so sehr, dass es schon gesagt es geht nicht mehr durch, dass in der Schule probiert, Wissen an den Kopf ranzustechen. So wie wenn in der Kanner einen Trichter auf den Kopf sitzen und geben nicht rausstechen. Das Wissen ist viel zu viel da. Und der Kopf, der könnte nicht groß genug sein. Und das kann der Computer viel besser, weil der Computer kann so viel Wissen speichern, wie eben gerade Speicherkapazität da ist. Aber wenn der nicht mehr genug ist, dann sitzen wir da rup. Der Mensch hat aber ganz viel andere Vorteile. Und diese Vorteile müssen wir nutzen. Der Mensch braucht natürlich fachliche Kompetenzen. Er braucht auch digitale Kompetenzen, weil er muss das digital Wissen können nutzen. Aber der Mensch hat aber viel andere Sachen. Er muss Verantwortung können überhöhlen. Er muss können am Team schaffen. Das wir schon taxieren. Er muss können eigenständig Reflexionen machen. Er muss können kreativ sein. Und all das müssen wir an der Schule fördern. Und dafür brauchen wir neue Lehrformate. Wir müssen an der Schule neu denken. Und das geht nicht mehr am Dialog und nicht mit einem Diktat, weil den Herr Minister Maisch möchte zwischen denen zwei Wörter meistens keinen Unterschied. Hier seht ihr, ich mit den Leuten schwätze, mir lässt die Leute nicht nur. Und etwas, was noch extrem wichtig ist, das ist Motivation. Und Motivation, weil das nicht nimmer bei der Schule, das ist auch am Sport, ich gesehen, der Jochschler da haben, ich meine, ich kann noch so, am Sport ist Motivation auch wichtig, an der Politik ist auch wichtig, auf der Schaff ist auch wichtig, ich bleibe immer bei der Schule. Und ich höre mal ein Beispiel vom Sprachenunterricht. Erinnert ich mal nach unseren Sprachenunterricht. Und ich sage aber vielleicht auch direkt hier, als Mehrsprachigkeit ist wichtig. Wir sind einzigartig daran. Und wir sollen als Einzigartigkeit auch hier behalten. Als Mehrsprachigkeit ist eine ganz große Stärke, die wir haben. Aber das ist aber eine große Herausforderung. Und viele Kinder haben die Flamme schon. Sie schon am 3. Schuljahr die Flamme am Französischen. Das ist eine Etude, die das beweist. Sie fangen in der Regel am 2. Schuljahr an. Da muss man sich über Fragen stellen. Ich hatte mit einem Premier Conseil du Gouvernement, den Evaluierung der Pension als Edukationsminister geschwert, die so zu mir, also so wie mehr Lotsprache lehren, bringen mehr sogar fertig, dass mit Franzosen mit ihrer Mammespruch Flammen. Also müssen wir etwas ändern. Wir haben nun noch mal geguckt, wie lehren wir überhaupt Sprachen? Wir haben mit einem Sprachwissenschaftler zusammen gesagt, das hätten wir auch nicht müssen machen. Ich habe gesagt, die Welt hat geändert, mit Schulen nicht unbedingt. Aber wenn ich gucke, wie wir Sprache lehren, wir lehren sie immer über die Vokabellisten. Kann aber auch Vokabellisten. Was da wie viel Vokabellisten gemäht hat, für die Sprache zu lehren? Das waren Pateren. Pateren waren die erste Sprache gelehrt. Die hatten uns kein Moyen. Die haben ein bisschen geholt und wieder abgeschrieben und die Übersetzung abgeschrieben für die Länder, wo sie gepilgert sind. Wir sind aber erst im Pilgerzeitalter raus und es kann man noch nicht pilgern. Also müssen wir also Sprachenunterricht und nicht nehmen den reformieren, das muss angepackt gehen. Aber was möchte Minister Maisch? Hin hat, wie sie DAX, wie der Rest von der Regierung auch, keine Lust zu diskutieren. Und er baut ganz einfach eine parallel Schulwelt auf, an dem es das wirklich geschwind an allgemein eine Europaschule steht. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal und das beweisen noch Zölen. Wir haben in ganz Europa, wenn ich Lützeburg raushöle, Nummer 16 Europaschulen, der aggregiert hat. Heute zu Lützeburg haben wir da geschwind 8. Das ist also nicht ganz normal. Wir brauchen Europaschule, ja. Wir haben viele Experten hier, aber wir sollen auch attraktiv sein, dass die in Lützeburg schaffen können, weil die brauchen wir. Also brauchen wir Europaschule, für denen kann es die Möglichkeit geben, hier ihre schulische Parcours anzufangen, wenn die Älteren mehr zurückgehen, dass die schulische Parcours können führen. Wir sollen aber nicht zu einer massiven Multiplikation von den Europaschulen und damit zu einem Abgehen von unserer Souveränität, und ich habe gesagt, auch an der Bildung als Souveränität wichtig von unserer Education. Den einfachen Weg ist nicht der richtige Weg, das ist ein einfacher Weg. Der Minister braucht nicht mit den Gewerkschaften zu diskutieren, er braucht nicht mit den Direktionen zu diskutieren, er braucht nicht mit den Enseignants zu diskutieren, er kann viel andere Enseignants erstellen, er kann den Rest der Belgien, aus Frankreich und aus Deutschland holen, woher sie bekommen, mit den Sprachen, die sie können. Aber das ist nicht der richtige Weg. Das ist vielleicht den einfachen Weg, aber wir müssen als klassische Schule reformiert gehen. Wir können, aber wir sollen ruhig die Vierdeler, die Europaschule nun, an der Hause da ganz viel, die sollen wir ruhig kneipen. Wir brauchen eine andere Art und Weise, für die Sprachen zu lernen. Wir sollen noch mal eine Diskussion führen über den Literaturunterricht. Ich hatte die letzte Woche, nee, das Woche, eine Klasse bei mir, die waren bei einer Deuxième, da sagte sie, Madame, ich habe keine Lust, eine Literatur vom 18. Jahrhundert zu lesen. Und ich verstehe das doch. Für eine Sprache zu lernen, muss ich das nicht.
Wenn die Literatur will studieren, wenn die Sprache will studieren, muss ihn das. Die anderen müssen das nicht. Also sollen wir flexibel sein und noch offen sein und darüber diskutieren. Wir sollen auch den Sprachenunterricht an unserem klassischen Unterricht flexibilisieren. Auch da schmeißen wir so viel Kanner durch Sprachen. Wir verhindern, dass sie eine anständige Zukunft tun durch Sprachen. Eben wir importieren auch Arbeitskräfte, die Sprache nicht alle gehören. Es muss klar sein, der gerne will Enseignant an der Grundschule gehen, die muss fit sein an der Sprache. Der will Mathematiker gehen, Physiker gehen, Biologen gehen, Mediziner gehen, der muss nicht unbedingt an den 3 Sprachen im höchsten Niveau sein. Da muss man uns fragen, wer erst beim Englischen, muss den nicht eine andere Stelle wert kriegen. Und was für uns wo wichtig ist, wir brauchen einen gemeinsamen Spruch, und die gemeinsame Spruch soll Lützeburg sein, und da hat diese Cycle eine ganz große Bedeutung. All das erfordert, wie gesagt, Courage, Ausdauer und Dialogbereitschaft. Dialogbereitschaft als eine Kompetenz, wenn ich von Kompetenzen schwätze, die der Minister Maisch leider Gottes nicht hat, wie gesagt, hin sieht, was er gerne hat, und dann hält er sich Steuern zu, dann kriegt er nicht mehr mit, was die anderen so. Und ein gutes Beispiel, hier, als nur die Reform oder die Abfeierung von einer Schulpflicht bis 16 Jahre. Das hat bestimmt schon alle gehört. Wir haben im Radio für die Steuern, das nächste Woche kriegen wir das Gesetzesprojekt vorgestellt. Er hat Römmenke mit keinem geschwärzt, über das Beste oder das Schlimmste das tatsächlich. Er weiß selber nicht, wie er es möchte. Beim Gesetzesprojekt steht, wenn das Gesetz bis gestimmt ist, dann hat er 3 Jahre lang Zeit zu überlegen, wer das überhaupt soll freiert gehen, und wen das soll freiert. Das kann doch nicht sein. Ich hatte den Minister gesagt, für 2-3 Jahre, er soll nicht mehr Last kappen, wie er schippen kann. Das wäre, da könnte ich vielleicht noch erinnern, Reform von der Grundschule, da hat so viele Gremien und Posten geschafft, dass es dem Bemol am September selber aufgefallen ist, dass er kein Enseignant mehr hat, für Schule zu halten. Melo hatte während dem Kappe sogar Piosch verloren. Also wie gesagt, wir brauchen eine Schulpolitik am Dialog, wir brauchen eine starke öffentliche Schule, die verbindet und als Kinder und Jugendliche fit für die Zukunft möchte, und keine parallelen Schulwelten. Wenn ich von der Zukunft von unseren Schülern schwätze, dann ist auch etwas, was mir ganz stark am Herzen liegt, weil der Worte Marc Spautz ganz stark am Herzen liegt. Und er hat eine Interpellation angefragt, für an der Chambre darüber zu diskutieren, das ist nämlich Handwerk und Berufsausbildung. Ich gehe nicht hier im Detail darauf an, aber wir sind uns bewusst, oder wir müssen uns bewusst sein, dass wir viel mehr Handwerker brauchen. Und das Handwerk für uns wichtig ist. Und dafür, dass wir alles müssen dran setzen, für das Handwerk zu valorisieren und noch Berufsausbildung zu valorisieren. Wir müssen den Kindern von kleinem uns weisen, dass es genauso wichtig ist, eine handwerkliche Fähigkeit zu haben, dass den handwerklich etwas möchte, wie etwas anderes ist. Und das muss auch gezielt und organisiert gemäht gehen, und nicht dem Zufall überlassen wie lo. Wie gesagt, das Handwerk braucht die Anerkennung, die es verdient. Und dann sind ich hier an der Bauernstadt. An der Bauernstadt, und dafür will ich auch Beruf nicht vergessen, und das ist die Landwirtschaft. Auch die Landwirtschaft braucht die Anerkennung, die sie verdient, als Bauern, Gärtner, Winzer. Das ist sich mein Schei an der Bauernstätten. Jean-Paul mischt ganz viel für sie durch die Faire Agricole. Da kannst du auch viel zu, aber das ist etwas, was wichtig ist. Sie brauchen als Unterstützung. Sie brauchen als Unterstützung und politische Plan bleiben wir drin. Ich meine, Dr. wie als Spezialist am Weinbau, den Ali, ich gesehen, du hast den Ali könnte man mit der Erfahrung aus der Landwirtschaft hin und die praktische Erfahrung. Der primäre Sektor ist für uns extrem wichtig. Und wie wichtig die Landwirtschaft ist, das weiß sich auch an der heutigen Situation. Der Christoph hat schon darauf angegangen. Durch den Ukraine-Krieg riskieren verschiedene Länder an eine Hungersnot zu kommen, nicht mehr. Aber Nordafrika, Mittleren Osten, hier in Europa riskieren die Lebensmittelpreise stärker in die Luft zu gehen. Dafür so mehr klar. Die Lebensmittelsicherheit und die Lebensmittelsouveränität muss in explizit Ziel an der EU gehen, weil wie fragil wir sind, wenn wir von etwas abhängig sind. Das weiß definitiv am Moment die Energiekrise. Aber wir sollen nicht auch noch am Bereich der Lebensmittel abhängig gehen an Europa.
Und dafür ist es nicht lo in der Zeit, wie die Bauern zu verpflichten, für Fläche still zu legen. Nee, das ist lo in der Zeit, wie die Bauernbetriebe, die Betriebe am 4 am nur gelagerten Bereich zu helfen, weil nicht mehr, wenn die Betriebe können rentabel schaffen, werden wir auch noch eine Landwirtschaft, eine nachhaltige Landwirtschaft behalten, werden wir eine Lebensmittelproduktion behalten. Dann ist du noch fest davon überzeugt, und auch das muss man pushen, das muss am Abklang mit der Natur geschehen. Egal wie. Riskiert Lebensmittelteuerung zu kommen an den kommenden Monaten neben den steigenden Energiepreisen noch mehr stark auf die Kaufkraft zu drücken. Und da könnte ich sich direkt weitergehen und mein Co-Fraktionspräsident Gilles Roth, aber ich abhalten, will ich aber einfach just so, wie wird das an CSV kommen sind. Sind an CSV kommen, weil wir an der CSV gut Leid tun. Bei mir wäre der Marco Schank, mein Bürgermeister, oder ich kann vielleicht nicht so meinen, dass wir nicht mehr lang Eisenbürgermeisterin, also doch lohnt auch immer. Wir haben gut Leute, die hinter ihre Werte stehen, die ihre Werte vertreten, die nicht nur für einen Teil von der Bevölkerung da sind, sondern die für sie alle gehört da sind, die sich dafür einsetzen, die für alle auch mal zwei Füße im Boden sind, keine Ideologen sind, die pragmatisch und Sachen gucken, und die nur bei den Leuten sind. Auf wie wird so nicht das? Ich so nicht, weil es extrem wichtig ist, dass man den Leuten weisen, wie wird sie sollen bei uns kommen, wie wird sie sollen mit uns schaffen, wie wird sie uns sollen stimmen. Die Damen und Herren, zusammen packen wir das, zusammen als CSV-Team, zusammen als Zukunftsteam. Ich so nicht, merci. Vielmals merci Martin für den Kampf frisch wieder. Da ging es direkt weitergehen und den Co-Fraktionspräsident Gilles Roth. Madame Kongresspräsidentin, Herr Parteipräsident, liebe Ehrengäste, die Damen und die Herren, liebe Freundinnen und Freunde von der CSV. Das war ein großes Ehre, auf diesem Kongress die Wort zu ergreifen. Mein nächster Merci, die geht und Martin Hansen, mit der Chance sind eine Reihe von Menschen zusammen unter der Spitze von unserer Fraktion zu stehen. Merci Martin für die gute Zusammenarbeit. Mein Merci geht aber auch und den Parteipräsidenten Claude Wieseler zusammen mit dem Generalsekretär, den als Partei an einer ganz schwieriger, an einer ganz turbulenter Zeit ruhig, mit ruhiger Hand gefordert wird. Merci, Claude. Es ist auch so, dass wir dem Claude sein Motto müssen, nämlich noch 4 gucken, als unser Leitmotiv haben. Die Damen und die Herren, CSV 2023 2 große Ziele. Das erste Ziel ist, weiterhin bei der Kommunalwahl stärksten politischen Kraft hier im Land zu bleiben. Aber wir können das. Wir haben 46 Bürgermeistern, unzählige Chefen an Gemeinderäten, und wir haben besonders unter der Federführung von dem Civical-Präsidenten Emil Eicher gewiesen Terrain, wie viel gut Arbeit an der Pandemie gelegt wurde, nicht nur von den CSV-Bürgermeistern, auch von anderen, und ohne die gute Arbeit auf dem Terrain, die Damen und die Herren, wird die Pandemie-Krise sicherlich nicht so gelöst gehen, wie sie auf dem Terrain hier am Land gelöst wurde. Merci. Die Damen und die Herren, wir haben aber auch ein zweites Ziel. Das ist, dass wir bei den Nationalwahlen noch 10 Jahre Abstinenz auch den Zurück fanden an die Lützeburger Regierung. Sicher, es gibt andere Parteien, die spekulieren darauf, dass sie nächstes Jahr bei den Nationalwahlen stärkste Partei gehen und damit automatisch die erste Premierminister zu Lützeburg stellen. Das ist eine legitime Spekulation, die Damen und die Herren, weil wir wissen, dass die Logik bei denen Engen nicht dieselbe Logik ist bei der CSV. Und dafür, die Damen und die Herren, beschäftigen wir uns mit den Problemen, die das Land hat, und wir beschäftigen uns nicht mit Spekulationen über Wahlresultate, wir beschäftigen uns mit den Sorgen der Leute. Und da ist es ganz klar,
dass wir als größten Oppositionspartei auch müssen derisch an Haiiansto penibel Dossien ugoen de Christoph huet dat fir Dr gesot, dat wären Fischien bei Justiz a Police. Dat sind auch Dossien wie Wallolux, dat sind Dossien wie Superdreckskech, dat wären Dossien wie Gerdenhäuschen. Mir et geheiert sich auch an engem demokratische Prozess, dass eng Partei Dekontroll, die neidig ass iwwer eng Regierung hält, an das auch dat sieht, wat net klappt. Am mir Hundo Verantwortung geholen hat der Federführung von der Präsidentin von der Budgetskontrollkommission, dem Dian Adem, a vielen anderen mei, aber wir werden auch weiterhin als Verantwortung an denen Dossien überholen. Madame Präsidentin, die Damen und die Herren, wir haben aber auch eine ganze Reihe Sorgen, die die Leute am Land tun. Als alles Ernstes, als alles besser ging 2013. Wir haben mittlerweile den höchsten Armutsrisiko hier am Land, den Lützeburg je gekannt wird. 17,5% von den Lützebäuerinnen und den Lützebäuern, die Leute, die hier wohnen, schaffen, leben unter der Armutsgrenze. Bei den Jungen, du hast es 1 auf 4. Zwischen den 18 und 24-Jährigen ist die Armutsgrenze hier im Land bei 26%. Aber bei den Längerzeiher, und das ist eine Katastrophe, du hast sie bei über 41%. Über 41%, am meisten sind das Frauen, die nicht wissen, wie dann Ende vom Monat. An den Ende vom Monat ist bei denen meistens schon 4 und 15., wie sie die zusammen kriegen mit ihren Kindern. Und dafür ist es für uns, und so das klar und deutlich, total unverständlich, dass X-Proposen, die von dem Paul Galles, die von dem Marc Spautz, an der Familienmaßnahmen gemerkt haben, dass die einfach an der Chamber mit 31 gegen 29 Stimmen systematisch aufgeblockt haben. Das ist etwas bei so einem hohen Armutsrisiko, das inakzeptabel ist. Die Damen und die Herren, wir sind auch froh, dass Tripartit dann endlich zusammenkommt. Weil neben der Armut, die sowieso schon an dem Land besteht, riskieren wir an den nächsten Wochen am Main auch nach einer Energiearmut zu kriegen. Auch da hatte Marc Spautz am Jahr 2021 gleich 3-mal die Regierung interpelliert und gefragt, dass soll ein Tripartit zusammenkommen. Meine Damen und Herren, CSV steht zu der Tripartit. CSV steht zu dem Sozialdialog, den an der DNA von unserer Partei dran ist. Viele, die schon lange dabei sind, die Heilbanne sind, die freie Verantwortungen an der Partei auf höchstem Niveau an der Regierung gedrohen haben, Vivian Reding, das sind 1979 an unseren Reihen Verantwortung gedrohen wird zu national und auf internationalem Plan, Laurent Moser und Michel Volter, die wissen, dass der Sozialdialog zur CSV steht, und wir halten den auch hoch an der Opposition. Und dafür ist es für uns klar, dass wir die Erfahrungen, die gemerkt haben, einerseits von dem Patronat und einerseits von dem Salariat über die letzten 14 Tage, und wir haben mitgekriegt, dass auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sollte letzten Mittwoch weißen Dampf über Sendung bloßen. Und wir haben mitgekriegt, dass da ein Akkord de Prinzip soll stehen. Und wir sagen ganz klar, ja, wir widerstreben uns dem sicherlich nicht und hoffen, dass es dann den nächsten Donnerstag, so wie angekündigt, auch zu einem Akkord an der Tripartit kommt. Mit den Damen und die Herren, darüber raus, so wir aber gerade so deutlich, dass es endlich unter Zeit ist, für die breite Mittelschicht hier am Land auch zu entlasten. Weil die Preissteuerung, die Damen und die Herren, die geht bis weit an die breite Mittelschicht heran. Und es kann nicht weiter sein, dass all 5 Jahre die Leute versprochen kriegen, dass die berühmte Mittelstandsbuckel, dass die gegen aufgeflärt gehen, und sobald Wellen dann rüber sind, dann ist es gerade die Mittelschicht. Dann ist es gerade der Mittelstand, der muss buckeln, für die Milchkuh zu spielen, für die Staatskäsen hier im Land zu füllen. Und das geht nicht weiter so. Wir fordern dafür klar und deutlich, dass es auch parallel zu den Negoziationen an der Tripartit zu Steuererleichterungen muss kommen,
es muss eine Inflationsbereinigung von unserem Steuerbarem kommen, an so sehr wie möglich. Die Damen und Herren, ich gebe hier ein konkretes Beispiel. Eine Person, die ein Einkommen hat von 3.000 € netto im Monat, die ist zu Lützeburg nicht mit Sosis angestreckt. Die kriegt bei einer nächsten Indextranche, wann auch immer sie soll kommen, kriegt die 100 € bei. Von denen 100 €, die Damen und Herren, hält der Staat sich über Steuern und Sécurité sociale 40 € ran. Das heißt am Klartext, eine Person, die 3.000 € netto de Monat Revenu hat, die gibt dem Staat für alle 100 €, wo sie beikriegt, gibt dem Staat 50 € bald zurück. Das ist bald falschen und das geht nicht so weiter. Weil sind sich mal ein bisschen am Taut von so einer Person. Was soll die dann denken? Ich kriege 50, aber wenn so nach 100 € ging beikriegen. Was sieht die, wenn sie weiß, dass sie 2022 allein Sprit, die Damen und die Herren, allein Sprit, über 1.000 € mit den Preisen von Haut mehr muss bezahlen, über die Jahre, wie das 2021 der Fall war. Was sieht die Person mit 3.000 €? Ob sie 50 oder 100 € beikriegt, netto de Monat, wenn sie weiß, dass sie dieses Jahr muss für den Tank Masut voll zu machen, für sich zu erhitzen, dass sie dafür muss 3.000 € mehr bezahlen wie 2021. Aber was sieht die Person, ob sie 50 oder 100 € beikriegt, wenn sie gesagt, dass einerseits aus rein ideologischen Gründen der Spitzeverdiener den mit dem Sportselektromobil Römmerfiert von 150.000 €, dass den ein Prim kriegt von 8.000 € netto von dem Staat einfach an Tasch. Die Leute, und das ist ein groß schweigend Mehrheit bei unserem Land, die rüsseln mittlerweile darüber den Kopf. Die Damen und die Herren, wir rüsseln auch als CSV den Kopf. Über die eigentlich aufwertenden Bemerkungen, die auf dem Radio 100,7 für rund 10 Tage die neue Finanzministerin Juriko Bacchus über konkrete Propositionen gemacht hat, die CSV vorgelöst hat, für den Preissteigerung entgegenzuwirken. Ja, wir hätten vorgeschlagen, dass Spritpreise und Heizungspreise, der Gas auch müssten gedeckelt gehen. Ja, wir hätten vorgeschlagen, dass den Zirkel von denen Leuten, die an den Genuss von einer Deirichtprim gehen kommen, einer sogenannten Allokation de vie chère, dass die ausgeweitet gehen. Ja, wir hätten auch vorgeschlagen, dass sie Kilometerpauschal respektive Kilometergeld noch oben aufpassen. Wenn ihr guckt, was an Deutschland gemerkt wird, in einer Dreierkoalition, wo kein CDU dabei war, mit der gesehen, dass als Proposen, die wir für 6 Wochen gemerkt haben, dass die quasi an der Zielsetzung von der Dreierkoalition an Deutschland überholt gehen. Und dann ist es für uns nicht demokratisch und das nicht akzeptabel, dass dann ein neugebärge Finanzminister, dass die dann einfach aufwertend sieht, man das als Populismus an sogar sieht, dass das wird geschehen, das wird die Leute gegen den Staat. Ich will nach die Leute gegen den Staat abgewiesen. Ganz nur Motto, wir sind Staat. Madame, wenn es so herrschaftlich ist, wir sind Staat. Dann hätten wir gern, dass wenn ein Staat ist, dass ihn dann auch die Verantwortung für den Staat überhält. Und dann erinnern wir, Madame, dass es sich soll für allem, dummer der Beschäftigung, für etwas wird mantraartig. Während 8 Jahre hier am Land verzählt geht, ob bestört, gepackt, gekümmert, geschieht, verwitwet, jeder ein kriegt bei uns Steuerklasse 2, okay, verliert etwas dabei. Die Damen und Herren, ist dann doch schon irgendetwas geschieht? Gut, erklärt nicht. Sind der Längerzeiger besser finanziell gestaltet? Sind Witwen und Witfrauen besser gestaltet? Nein. Die sozialen Ungerechtigkeiten und steuerliche Ungerechtigkeiten von der Steuerklasse 1a sind bis heute noch nicht ausgebessert. Wir haben hier konkret Propositionen als CSV gemerkt, dass ihr die mit großer Ideologie rüber zieht, dass ihn dafür mal, und das geht ganz schnell, weil das ist eine mathematische Formel zu adaptieren,
Besteuerung an der Steuerklasse 1a upasst. Die Damen und die Herren, eigentlich huet steuerdirektisch für rund 14 Degen enger Finanzkommission Katz aus dem Sack gelos. Ob froh von der CSV, wieviel das Data gegen kachte, wann ich an Steuerklasse 2 sitzen, dagegen dabei verleieren, aber du wird dann relativ klar, ja schon die genaue Schiffer nicht am Kap, dat kascht mehr wie 1 Milliard, wann nicht Milliarden. Aber die Damen und die Herren, mir hätte gern, dass das Hauptwahlversprechen, das Hauptpunkt an dem Koalitionsaufkommen von Blore Kring 2018, dass der 4 gelöscht geht, und dafür invitieren wir die Finanzminister, dass sie bis 400 große Vakanz, nämlich den 15. Juli, dass ein Konzept ablädt, ob den Tisch steht an der Chambre, an dem großen Publikum am Land vorlädt, wie sie da gestellt, die Hauptforderung von dieser neuen Regierung 2018 konkret umzusetzen. Die Damen und Herren, meine Zeit ist bemoos. Ich will aber noch ein Wort zu dem Wohnungsbau sagen. Als du alles Ernstes, als du alles besser ging? Nein. Es ist 7, 8 Jahre mantraartig auch repetiert gehen, dass wir nach der Schuld von der CSV. Geht ihr nach bis bei Jean Spauz an der Fernand Boden als Wohnungsbauminister zurück, für das Problem am Wohnungsbau der CSV wollen an Schwung zu schütten. Mit den Damen und Herren, sind 2013 bis 2021 sind Wohnungsbaupreise nie so sehr geklommen wie lo. Über 100% bei den Appartementen sogar nach weiter. Und das bringt doch mit sich, dass besonders Jungleute, dass die sich zu Lützburg überhaupt nicht mehr können, eigentlich leisten. Und Elisabeth und Stefanie, die sind darüber an ihre Reden ergangen. Die Damen und die Herren, ich so just etwas. Wir haben unter dem Wohnungsbau politische Sprecher von der CSV, dem Marc Lies, haben wir x-mal konkret Proposen gemacht. 3 will ich der Haut besonders unterstreichen. Die erste. Und das sagen wir ganz klar. Neben einer Nahverdichtung brauchen wir auch da, wo es übrig ist, wo es urbanistisch notwendig und sinnvoll ist, Perimetererweiterungen. Das hat der Michel Wolter 2003 schon an seinem integrative Verkehrs- und Landesplanungsgesetz gesagt, an die Vorrichten sind auch nach Haut immer da. Und dann heißt es auch zweitens, Neil mit Kap zu machen, so wie der Jean-Marie Halsdorf das immer sieht, wenn ein Terrain an einem Perimeter ist, da müssen auch direkt können gebaut gehen. Und da kann es nicht sein, dass nach 6 Wochen, 6 Monaten lang Etude gemerkt gin iwwer d Fledermausgebären an enger elektrischer, an enger Bläschener Hal, die sowieso herno aufgerat gët. An den dritte Punkt, das auch grad so klar, dass trotz allen Erfahrungen vun Fonds de Logement, vun SNHPM, dass wir mussssen an ohne Tabu e Pakt tun zwischen Staat, Gemengen, öffentliche Bauträger, a viertens auch dem Privatsektor. Die Damen und die Herren, die gesieht et die viel Chantager un. An die Chantager, die können wir nicht mehr packen, wenn wir zu Summen agieren. Zu Summen an der Fraktion, aufbauend auf das Engagement von den 21 Deputierten, auf ihre regionale Herkunft und auf ihre große Erfahrung. Zu Summen Niveau von der Partei. Und ich felicitiere als 2 jung, dynamisch Frauen, dass sie zu Summen Verantwortung unterstützt von unserer Partei Matroen und dafür all Gutes Elisabeth und Stefanie. Wir brauchen aber auch für uns alle ein Zusammen an der großen Volkspartei CSV. Wir sind eine Hofrichtpartei. Wir sind Partei von dem Doktor von dem Affekot. Wir sind Partei von den Privatbeamten und von dem Staatsbeamten. Wir sind Partei vom Handwerker, vom Erbichter, vom Bauer und von dem Winzer. An zu summen, huet jidwer een Appes. An zu summen, wann eng Hand gerecht gilt, dann hullen wir se gern an zu summen gucken wir Hand an Hand an Zukunft von dieser Partei, an Zukunft von diesem Land. Dürfen wieft es ein Ettelbrecker Kongress, wieft CSV, wieft als Land. Ist so nicht merci.
vielmals merci, Gilles, auch für den Kampf verschriert. Und da ging wir wie weiter vor mit unserem Parteipräsidenten Claude Wieseler. Also theoretisch soll der Film lo kommen. Dafür ein Foto reicht no. Es sind an Partei angetreten 1960. 1990. Wir haben im Kap war ich immer CSV. In 2012 an Partei rakom. Gut 2016. Also sind 2017 an CSV kommen. 2017 dabei kommen, seitdem bin ich ganz aktiv dabei. Ich bin ein bisschen ein Parteibaby. Ich bin an Partei angetreten aus der ganz einfachen Ursache. Ich war lang an der JOC. A JOC als Jeunesse Ouvrière Catholique. Und ich habe da am Anfang Leute kennengelernt, wo ich Werte, Schätze gelernt habe, die an der CSV auch immer noch sind. Ich bin sozial engagiert, ich bin christlich engagiert, an Volk nur bei den Leuten. Der Mensch ist bei der CSV am Mittelpunkt. Wenn der Mensch gestärkt wird, da geht Familie gestärkt oder geht das System gestärkt, die rund um den Menschen ist. Und dann geht die Gesellschaft auch gestärkt. Für mich eigentlich gut kein froh. Für mich wäre direkt CSV. Auch weil es einfach für meine Generation so war, dass mir die Politiker von der CSV erlebt und von dem Krieg und das waren ganz stark Persönlichkeiten. CSV als eine Partei, die d'Approche vom Mensch ganzheitlich möchte. All Facetten vum Mënsch ginn an der Betracht gezzun, an net nemmmen just e Segment vum Mënch selwer an noch vu segem Dasein an der Gesellschaft. Die politische Landschaft heutzutage ist ziemlich homogen, aber es sind eben Nuancen, die einen Unterschied machen, und das ist das, was wirklich wichtig ist. Wichtig ist nicht Ideologie, wichtig ist nicht Klientelpolitik, wichtig ist, dass jeder an der Gesellschaft kann man sehen. Und das sind etwas möchte, was Hand auf Fuß, was man auch den Leuten können präsentieren. Dass man Resultate haben. Egal was ein Thema ist, Informatiker, Digitalisation oder wo ich Quereinsteiger sind, eben beim Klima und so weiter, mit dem Wasserstoff. Also das finde ich immer rum, das ist all Thema aus für CSV wichtig. Wenn ich mal die Einzelpartei noch mal nicht vergleiche, weil die Generation gemischt, wohin sich mehr identifizieren kann, und ich für mich einfach herausfand, dass ich mich bei der CSV am wohlsten fühle, dass die Partei eben die Werte vertritt, die ich auch am meisten vertrete. Et une troisième raison pour laquelle j'ai rejoint le CSV, c'est que le CSV est le parti du peuple. Il représente toute la population, y inclut les indépendants ou les entrepreneurs comme moi. Das CSV lo keine Partei ist, wo an eng Ideologieskocht gedreckt wird. Okay, du warst Sozialist, du hast just sozialistische Ideen, mit kann wirklich diskutieren über verschiedene Sujets, wo verschiedenen Facetten oder Blickwinkeln am Dialog eben verschiedene Sachen ausschaffen, weil ich ganz flott fand. Alors ça, je trouve que, comme dit avant, c'est les gens qui font le parti, c'est les gens, c'est l'entraide, c'est l'ambiance qui fait qu'on adhère, qu'on rentre dans ce parti, et ensuite on défend nos valeurs, on défend ce dont on pense être une aide pour les gens, parce qu'on veut être proche des gens.
war mein Haar nach färbig, wenn ich Foto gesehen habe. Und den Film habe ich gemerkt, weil Gipfri seine Geschichte hat. Gipfri hat seine Geschichte, seine interessante persönliche Geschichte, für was ein Member von der Partei ist, für was an einem gewissen Moment von seinem Leben eine Decision geholt hat, auch keine andere Decision, die Decision für ein CSV zu kommen. Ich kann euch auch an ein paar wieder meine Geschichte erzählen. Für was ich die Decision geholt habe. Und das ist schon lange hier, und dafür haben sie die Foto da angebrannt. Die ist auch schon lange hier. Ich war an einer Wahlversammlung für 40 Jahre. Ich war in der Zeit schon 40 Jahre mit meiner guten Frau, der Isabel. Und wir sitzen an der Wahlversammlung ganz lang. Als Zuschauer an nur dem Pult sitzen ein ganz Reihe Politiker, den Herr Pierre Werner, den als du nur geguckt hast, gesagt hat, so soll man nicht besser in Höhle gehen. Weil wir brauchen ja nicht als Erdrede für uns zu halten. Und wir sind da doch merken, das war schon außergewöhnlich für hier, für in Höhlen zu gehen. Und ich hatte, wir hatten dort Glück, eine Stunde lang eine Diskussion mit ihm zu haben, wo er probiert hat, jetzt war ich dann nicht an der Partei, wo er probiert hat, mich an die Partei zu kriegen. Und das hat mich markiert in der Zeit. Er hat nicht gesagt, dass der CSV die Beste wäre. Er hat nicht gesagt, was hier an die ganze Regierung während jahrelang Gemärer fertig gebracht hat. Er hat einem jungen Mensch von Anfang 20 Jahren geschwärzt über die Verantwortung. Was das heißt, Verantwortung holen, was das heißt, für andere Leute Verantwortung, nicht nur für sich Verantwortung. Und das hat mich markiert, weil ich von meinen Lieblingsautoren Antoine de Saint-Exupéry sagt, dass das, was der Mensch vom Deier unterscheidet, das sind Kapazität, Verantwortungen auch für andere Leute zu holen. Und Pierre Werner hat mir genau dasselbe in dem Moment gesagt. Er hat mir auch geschwärzt über das Engagement. Ein Engagement, das als Mensch die Weltresponsabilität holen, normal ist, evident ist, dass er sollte, dass der Mist überholen. Ein Engagement, das da wert wäre, aber doch könnte Leben erfüllen. Und dann hat mir über Glaubwürdigkeit an der Politik geschwärzt. Einfache wieder. Für zu sagen, dass Glaubwürdigkeit, Kredibilität an der Politik bald das Wichtigste wäre, was den hat. Das ist ganz schwer, sie zu kriegen, und den sie ganz schnell verloren. Und ich so nicht, das sind die drei Wörter, die mich markiert haben. Ich wollte einen anderen Beruf machen. Ich wollte en fin de compte an Recherche gehen. Und sind so Momente, wo du dann an dem Leben einen Keier kriegst. Das war so ein Moment für mich, und ich habe dezidiert, dass ich wählt politisch aktiv gehen, ich habe mich engagiert, und ich habe während den ganzen Jahren, 40 Jahre sind das hier, die wieder Verantwortung, Engagement, Glaubwürdigkeit als Leitmotiv geholt von dem, wie ich meine politische Aktion gestalten will. Verantwortung, Engagement, Glaubwürdigkeit. Ich habe das besser gemacht, und das auch nicht so gemacht. Das weiß ich, aber ich habe immer probiert, das umzusetzen. Ich habe die Decision, die ich für 40 Jahre geholt habe, nie regretiert. Dann ist sie noch heute, auch noch schwierige Momente, noch immer froh und glücklich, an dieser Partei zu sein. Und ich hätte gerne, dass wir gegen die Banden es fertigbringen, auch von uns aus, die wir dazu finden, die wichtig sind, für junge Leute zu überzeugen, bei uns zu kommen. Die wir da, ob Modernität, ob Welt von heute umgesetzt, muss man finden, und das ist die Zielsetzung, die wir als mit Christoph mit der neuen Equipe, wo wir das Wahlresultat der Geschwährteieren gesagt haben, für an den nächsten Monaten herauszufinden, die wir dazu finden, wie wir Jungleute, Neuland überzeugen, dass CSV das richtig für sie und noch für die Zukunft vom Land ist. Verantwortung für als Gesellschaft an den wesentlichen Dossien, da wo das Land große Probleme hat, da wo wir momentan an der Lützeburger Politik nicht vorkommen. Jeder ist konzerniert davon, es sind da schon eine Reihe geschwärzt, das die Edukationspolitik, das die Logementspolitik, das sicherlich auch die Gesundheitspolitik hat. An diesen Dossien sind wir an dieser Legislaturperiode nicht weiterkommen, sie sind nicht da, wo wir sollen sein. Aber wir sehen aber, dass an diesen Dossien Zeit lebt, an einen Kurs gegen Zeit am Gang ist. Und da kommt an den letzten Monaten auch den anderen Problem noch dabei, das ist den von der Energie mit den dramatischen Konsequenzen, die wir kennen für die Leute auf die einer Seite
aber auch für die Entreprisen. De Gilles hat das an seinen Wörtern und auf seine klar und deutlich Weise beschrieben. Und ich sage ihm auch merci für den Einsatz, den auf den Dossien wie auf vielen anderen an den letzten Monaten hat. Das tut als Partei weitergebracht. Auch dir merci, Gilles. Ihr hat klar und deutlich Propositionen für CSV gemacht, die Zeit begrenzt, Preisbremse für Energie, die Auswertung und Erhebung von der Allokation de Vicher, der Absetzen von der Kilometerpauschale an vom Kilometerbelt sind gezielten, sie proportioniert, sind auch bezahlbare Propositionen, die mir auf den Tisch gelöst gehen. Wir haben Propositionen gemacht, die an sich gezielt sind, ob die Leute, die es am meisten brauchen. Wenn ich Propositionen in seiner Zeit gelauscht habe von anderen Parteien, eine sozialistische Partei, die da sieht, dass 100 € pro Familie sollen ausgedeelt gehen. Danach haben sie auf 200 bis auf 400 € gesagt. Das ist eine Politik, wo ich so die möchte keinen Sinn. Das ist just keine Politik. Es braucht keinen an der Energie froh, mir haut 100 oder 200 € zu gehen. Ich brauche die nicht. Wir hätten gerne als CSV, dass die suchen, die Engagementer, die die Regierung möchte, die sich für die Leute zu unterstützen, dass die und die Leute, die sie brauchen. Ich brauche sie nicht, mehr andere Leute brauchen sie. Und dafür wären Propositionen so, dass sie gezielt auf die wären, die die Notwendigkeit davon haben. Das ist christliche Sozialpolitik, das ist eine selektive Sozialpolitik, das ist so, wo wir auch in Zukunft wollen handeln. Der Staat kann nicht alles abfänken. Das wissen wir. Aber der Staat, das ist als Politik, den soll da helfen, wo es am schwersten ist. Und das werden wir auch an den nächsten Monaten als Politik so weiterführen. Denn Gilles hat es schon angeschwärzt, die Remarque von der Finanzministerin, der Madame Backes, die als wie de Gilles die Propositionen do gemacht hat, hier an Eis als Populisten bezeichnet hat, gesagt hat, wir gingen Bierger gegen den Staat abstöppeln. Ich will just zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens, wir stöppeln kein ab, wenn wir Propositionen machen für die Bürger und für den Ärmsten zu helfen. Das ist nicht abstöppeln. Das ist die Aufgabe von einer Opposition, das ist die Aufgabe von einer Partei. Und wir haben just das gemacht, was wir an unseren Zielsetzungen und als Aufgabe haben. Das ist das Erste. Das Zweite, das ist, wenn ihr seht, wir gehen gegen den Staat abschrecken. Ich will aber so, Madame Backes, ist nicht der Staat. Ich kenne ihn oder ich kenne ihn nicht, aber es ist ein, der für uns 200-300 Jahre schon gesagt hat, l'État c'est moi, das war der Louis XIV, und das ist vielleicht nicht den, für sich als Demokrat als Beispiel zu holen. Und da so ich als Resümee, eine freie Opposition, die sieht, was sie will, charakterisiert auch Demokratie. Und die Opposition ist, ob ihr das wollt oder nicht, an einer Demokratie auch ein Teil vom Staat. Und wir haben nicht willes, als der Mund, ob die eng oder die andere Erderweis, mit so dummen Aussagen verbieten zu lassen, Madame Backes wird besser, sich so schnell wie möglich darüber zu gewinnen. Lo hat die Regierung an der Tripartit Lesungen mit den Sozialpartnern ausgeschafft. Wir begrüßen, dass die Tripartit zusammengekommen ist. Der Marc Spaus an unseren hat sie mehr wie einkehr seit einem Jahr gefragt. Eine Reihe von Proposen, die wir formuliert haben, sind zumindest sinngemäß an dem Akkord mit dran. Ich so nicht, was für uns wichtig ist an den nächsten Wochen. Erstens, dass wir eine Prävisibilität für die Betriebe kriegen, weil die brauchen das für dem ökonomischen Unwider zu widerstehen. Zweitens, und das ist mindestens gerade so wichtig, dass das Lützeburger Sozialmodell nicht auf Frage gestellt wird. Und drittens, dass denen Schwächsten geholfen wird. Wir gucken aus, wie die Texte von der Tripartit genau ausgehen. Wir gucken also auch, was dann definitiv nächsten Donnerstag geschieht. Und obwohl wir der Meinung sind, dass wenn ein Tripartit so Sachen entscheidet, dann sehen wir das a priori positiv. Wir wollen aber genau gucken, was es dann heißt, was da steht, und ob die Schriften von Gipfrengem dann auch drauf
kommen. Am mir so dabei, dat wird der Gilo an aller Chlore zum Ausdruck, wo ich tut für Eis, also es aber auch wichtig, dass für die Mittelschicht hier am Land die Steuererleichterungen kommen, die sie brauchen, weil sie hun seit Jahren zu rattrapieren. Darüber ist es auch wichtig, dass die Mittelschicht entlastet wird hier zu Lützeburg. Und das ist ein Engagement, das wir als CSV machen, wenn der CSV will, wenn der CSV nächstes Jahr wählt, da kriegt er auch die Erleichterungen op der Mittelschicht, die sie für uns primordial. Wir wissen aber, dass man nicht zum Schluss sind von den Diskussionen auf von der Krise. Wir mengen, dass der Teil just eng echt Antwort ist und dass noch vieles wird auf uns zukommen, weil Zeiten ernst sind, auch vieles haut Spiel steht. Und dafür so nicht auch hier an aller Deutlichkeit und Adresse von der Regierung. Wir sind an Krisenzeiten, an schwierigen Zeiten. Als Partei, als CSV auch bereit mitzuschaffen. Wir sind bereit, als Responsabilität zu drohen, weil so sind wir als Partei. Der Gilles hat letzte Woche, mänglich wäret, eng Motion proposiert für eine Spezialkommission anzusetzen, nicht weil wir eine Chamberkommission wollen, für viel zu kontrollieren, aber weil wir an einer Krisenzeit es wesentlich fanden, dass an einer Kommission eine koordinierte Politik ausgeschafft wird, wo sämtliche Parteien können mitschwätzen. 31 geht 29, wie immer. Es hat uns nicht gewundert. Und trotzdem, so nicht schaut, dass als Opfer noch immer steht. Mehr als Opfer hat aber auch Konditionen. Und Konditionen, das man auch an Diskussionen mit impliziert gehen. Und nicht just Resultate noch mitgedeelt gehen, so wie das beim Covid ist. Nicht nur impliziert gehen, wenn die Regierung just Lust hat, als zu implizieren. Oder wenn die Regierung braucht, weil sie an ihrer Koalition mit engem von den Partner Streit hat und dann CSV als Ersatz braucht. Oder just dann, wenn es ihnen an den Krom passt. Impliziert gehen, das heißt auch von Anfang an dabei sein und noch können mit schwätzen. Und unter diesen Konditionen sind wir bereit, als Responsabilität zu drohen. Die Regierung kennt als Proposition, sie hält die Opfer un oder sie hält sie nicht un, da das hier Decision als Opfer ist klar. Verantwortung, Engagement, Glaubwürdigkeit, das gilt auch für die Edukationspolitik. Martin hat als Ideen entwickelt. Ich bin, seit Martin meine Sukzession überholt hat, bewundere ich, wie hat das mit Ruhe und mit Kalm möchte. Ich weiß, dass die Rolle als Fraktionspräsident, war du so Telefon Gilles, aber trotzdem die Rolle als Fraktionspräsident ist kein evident, weil es einfach nur einen Trupp zusammenhalten, gar nicht so, den nicht immer einfach ist. Mir das gehört zur Politik an all die Deputierten, die hier sitzen, verzeihen mir, wenn ich das so, ich werde sie auch wahrscheinlich keinen einfachen unter denen 21. Mir hat mich das mit ganz viel Geschick an ob denen Punkten, wo ein Spezialist aus Edukationspolitik, Agrarpolitik an anderer bringt es als Partei weiter. Mir stelle fest, dass an der Edukationspolitik seit 9 Jahren einen Edukationsminister haben, der von allen Seiten kritisiert wird. Von den Eltern, von den Schülern, von den Enseignants, die noch kaum mit engem schwätzt. Und ich sage, es geht nicht darum, ein paar Bayer Edukationsmaßnahmen zu dezidieren. Es muss noch gucken, wann etwas dezidiert. Dass das dann auch an dem Klassensaal auch könnt, dass die Politik auch an die Realität umgesetzt wird. Und das bringt ihr nicht fertig, wenn ihr nicht mit dem Partner schwätzt. Das bringt ihr nicht fertig, wenn ihr nicht mit den Enseignants, mit den Schülern, mit den Eltern ein Partenariat aufhängt, um es umzusetzen. Und so kann man, wie der Teil gemerkt hat, keine Politik machen. Und das sehen wir seit 9 Jahren. Den Edukationsminister, stellen wir fest, ist auch am Gang, als parallelen Schulsystem neben der öffentlichen Schule aufzubauen. Und da sind wir ganz klar, das ist nicht an unserem Sinn. Er baut das auf mit verschiedenen Regeln, mit verschiedenen Rekrutementen, mit verschiedenen Funktionamenten und auch mit verschiedenen Konsequenzen. Wir hätten gern als CSV, dass der Edukationsminister sich auch ging, die öffentliche Schule ordentlich bekümmern.
Es geht darum, gezielt die Kompetenzen zu fördern, die die Schüler heute brauchen. Für das Leben und auch für die Berufswelt. Es geht darum, den Sprachenunterricht konsequent zu reformieren. Martin hat es klar und deutlich für uns formuliert und schon mehr wie ein zum Ausdruck gebracht. Es geht darum, das Handwerk und Berufsausbildung zu fördern. Wir brauchen keine neuen Strukturreformen, wir brauchen auch keine neuen Gremien, wir brauchen heute an der Schulpolitik ein tiefgreifend Erbicht Inhalt und ob der Erde weiß, wie Schule gehalten wird. Für uns als die Edukationspolitik, und ich will da dann noch deutlich geht, so, weil ich auch den Fernand Boden Bande gesehen, für uns als Edukationspolitik eine absolute Priorität. Zu lange haben andere Parteien unter Edukationspolitik gewurschtelt. Eine Edukationspolitik braucht man heute mit Verantwortung, mit Glaubwürdigkeit und mit Engagement, und dafür engagieren wir uns. Dasselbe gilt für die Logementspolitik. Preissteuerrichten, Preisaugmentation. Letztes Jahr 13,9% von den Häusern. Über die letzte, von 14 bis 21, 71,9%. Denkt davon auf, wie enttäuschend, mit extrem hohen Preisaugmentationen. Das ist das Resultat von 8 Jahren blau-rot-grün-Regierung. Und von 4 sukzessiven Logementsministern. Lo geht es darum, an unseren eine Reihe Maßnahmen für mehr Sozialwohnungen an der öffentlichen Hand zu holen, die sie noch am Gang weitergetrieben zu gehen. Mir so klar als CSV, das ist aber nur ein Teil von der Logementspolitik, die uns weitertreibt. Für CSV ist es wichtig, dass mehr gebaut wird und dass mehr schnell gebaut wird. Dafür fordern wir als CSV ganz klar eine Perimetererweiterung, do wo das landesplanerisch Sinn macht. Zweitens, do wo die Konditionen stimmen am Perimeter, muss schnell gebaut gehen, ohne Hürden und ohne zusätzliche Kompensationen, die dann müssen gemerkt werden. Wir haben heute die Impression, dass die Regierung keine Erleichterung möchte von den Prozeduren, aber au contraire, wir haben heute die Impression, dass nach Hürden beigetestet geht. Und das ist absolut und total inakzeptabel. Wir rechnen ganz fest auf ein Zusammenarbeit auch mit dem Privatsektor, den einen großen Teil von der Arbeit nach wie vor an den nächsten Jahren muss machen. Das ist just so an unseren Ländern, wo wir an der Logementspolitik richtig vorkommen. Zur Gesundheitspolitik just ein paar Wörter. Wir spüren, wie viel Frohen bei Leuten, bei den Patienten, beim Personal sich heute stellen. Vieles als an der Covid an den letzten Jahren und Zeit und Energie investiert gehen. Aber dazu sagen wir auch ganz klar, die Gesundheitspolitik steht seit 4 Jahren am Stillstand. Lo as Gesundheitstech am Gang am do och hummer d'Impressioun, dat et net richtig Firu geht. Wie hunn d'Impressioun, dat net ordentlich richtig mat de Partner, die Dëch sitzen, geschwert gëtt, an dat Problem auch einfach fir un sich geschobe sinn. Mir stinn awer heit zu Lützeburg virun enger ganze Reihe vu großen Decisionen der Gesundheitspolitik. Mir wëllen eng Medizin, déi méi no bei de Leiit ass, mir wëllen eng Medizin, die och aus de Spideler rauskënnt, déi méi schnell, méi gerecht a méi zesibel ass. An dofir brauchen wir zum Beispiel ganz klar haut e Gesetz iwwer Gemeinschaftspraxen, dat leit schon dëch, mir hunnet d'Impression, dat et momentan am Typ blockéiert ass, dat muss weitergoen. Wir brauchen och eng regionaliséiert Politik für Maison Medikalen am Osten, am Westen, auch am hegen Norden von diesem Land. Auch das als CSV-Politik, dass die Accessibilität als jeder Gegend von diesem Land kann ordentlich an ordentliche Konditionen gemerkt werden. Aber wir brauchen noch endlich eine Lösung zu den Problemen von den IRM und von anderem medizinischen Material an Privatpraxen. Den Dossier hummiert die Impression gëtt do verfaulen gelos, weil keine Decision geholget seit Jahren keine Decision geholget an domat eng unmöglich Situation Terrain am Gang zu entstehen. Wir haben heute die Impression, dass ministerisch total am Gang ist,
Kontrolle zu verlieren. Mir hätte gern unter Konditionen ermöglicht, mit den notwendigen Tarifen, mit Konventionen und mit den Spedälern, mit einer enger Kontrolle und auch am Kader von einem Kollektivvertrag, dass so Autorisationen in Zukunft können gehen, weil wir sind Depression, wir sind sicher, dass das als Medizin kann weiterbringen und hauptsächlich den Achse zu der Medizin kann weiterbringen. Die Decision muss an den nächsten Jahren kommen, wir müssen weiterkommen an dem Domain. Für uns als Santierspolitik ein grosses Chantier von den nächsten Jahren. Wir brauchen eine Medizin mit Qualität und Top-Niveau, eine Medizin, die für jeden dieselbe ist und die für jeden schnell zesibel ist. Auch das ist Sozialgerechtigkeit, so wie wir sie verstehen. Zuletzt bei der Außenpolitik. Ein paar Worte. Weil ich an den letzten Wochen einfach erschreckt war, weil der Lützebauer Außenpolitik geschieht ist. Ich weiß ja, dass dem Herr Büttel sein Credo seit Jahren ist Dialog, 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 Brücke bauen, Brücke bauen, Brücke bauen. Das mag auch an normalen Zeiten durchgehen. Aber ich so nicht, aber heute Zeiten sind ernst gehen. Einstweilen ist der Dialog gescheitert, weil an der Ukraine fallen Bomben fuhren Panzern ran. Ich kann verstehen, dass der Präsident Macron als Präsident von der Union, wenn er das aufgeschwert hat, mit den anderen Partnern nach ein Gesprächslinie an der Kreml abhält. Ich kann das verstehen. Ich kann aber viel mehr verstehen, dass Herr Büttel auch nach einer ganzen Reihe Telefonaten mit Herrn Putin hat und den Kontakt aufrechterhält. Für was zu suchen, für was zu machen. Und mit großen Fotos an inhaltslose Kommunikation auf den sozialen Medien. Den Alex Stubb, früheren finnischen Premier, sagt, dass zu viele Leute nach dem Telefon holen. Das soll just die in limitierter Form machen, die am Namen von allen schwätzen und die auch eine ganz kleine Chance haben, für etwas zu erreichen. Wir brauchen heute nämlich an der Europäischen Union Einheit und auch an der NATO Einheit an zusammen stehen. Ansonsten, sagt Herr Stubb, sind all Urif just gut für den Herr Putin sein Ego, seine Selbstdurchstellung, als sind demgemäß kontraproduktiv. Aber das ist aber just etwas. Zur selben Zeit, sagt dann der Lützebauer Außenminister, zur selben Zeit, sagt Jean Asselborn, dass man ein Gespräch nicht mehr zu bewegen sind, an dem Kontext. Dass der Herr Putin ein Bandit und ein Diktator ist. Und dass er sich wünscht, dass er physisch eliminiert gehen. Die Lausone Länge machen die Lützebauer Außenpolitik draußen lächerlich. Mit die zwei zusammen, den einen, den telefoniert, an den anderen, der sieht, es hat gewährt, mit jemandem zu schwätzen, und am besten wäre physisch eliminiert. Da muss ich sagen, mir schwätzt die Regierung danach mit denen. Schwätzt dir mit denen, wisst ihr den einen, was den anderen sieht. Wir sind halt nicht mehr an einem Kontext, wo einfach gespielt gehen. Halt sind wir an einem der extrem seriösen Situation, die Europa je kannt wird. Wisst ihr danach, wer der merkt an diesem Fall. Wir sind, wie gesagt, nicht am Gang zu spielen. Das sei nicht gut Kopf, Gebettkopf, den an den anderen. Eine Regierung muss eine koordinierte Aktion haben und muss sich können noch bausen, ob ein koordiniert Erderweis ausdrücken. Und dass das alles zu Lützeburg kann geschehen, ohne Konsequenzen, ist für mich total unverständlich. An einem normalen Land könnten die zwei nicht mehr an der Regierung sein. Den einen wünscht sich eine Plagiatsaffäre, an den anderen wünscht sich ein Aussuchen an der Außenpolitik. Das führt dazu, und ich wäre viel am Ausland, das führt dazu, dass das Land am Ausland nicht mehr seriös geholt wird. An normalen Zeiten, so nicht ich, wäre das just peinlich
an den Zeiten von Haut, also dramatisch für die Kredibilität von unserem Land. Wir sind als Lützeburg als Europa an einer anderen Welt, wie wir das nach dem 24. Februar wären. Hier ist ein Diktator mit Panzern und Bomben über die Leute gefahren und über sämtliche Prinzipien an Aufkommen, die den Frieden hier in Europa an den letzten 75 Jahren garantiert. Und die Welt ist nicht. Und ich sage nicht, Europa hat an meinen Namen gut, stark und schnell reagiert. So hat Sanktionen geholt, so hat sie schnell geholt und ich hat für einen engen Mond nicht darüber gelebt, dass wir das als Europäer gingen so schnell und so stark fertig bringen. Und ich so nicht schaut, es sind stolz, Europäer zu sein. Dafür haben wir auch an unserer Partei dezidiert, gemeinsam, ohne Wenn und Aber, dass wir gegen die Sanktionen unterstützen. Dass wir auch gegen eine Regierung stehen, wenn sie die Sanktionen mit zu Brüssel gegen drohen. Das gilt für Lo. Und ich so auch unter Adresse von uns alle gut, das gilt nicht nur für Lo, das gilt auch für Mur und für Übermur. Weil die Sanktionen, die werden Konsequenzen haben. An den nächsten Wochen, an den nächsten Monaten, wir spüren die echt auf den Preis, die werden Konsequenzen haben. Und da geht es nicht, dass wir als Partei hier gehen, auf für das Jahr suchen, aber dann Konsequenzen suchen, nee suchen. Nee, wir stehen Lohand drin, wir stehen auch an 3 Wochen, auf 4 Wochen Hand drin, so sind wir als Partei, und so hätte ich auch gern, dass das Partei sich an dem Dossier ging beholen. Aber das wird man aber können fordern von der Regierung. Und das ist auch als Aufgabe als Opposition. Das ist, dass sie die Konsequenzen auf eine ordentliche Art und Weise hier am Land geriert. Dass sie so abhängt, dass sie Leadership überhält, für die Konsequenzen zu meistern. Und das wird auf einer ganzen Reihe Dossiers der Fall sein. Ob der Frage von den Flüchtlingen mal für uns zu fangen. Und ich bin stolz auf die Solidarität, die als Land tut, mit den Leuten, die aus der Bombe fortlaufen und heute zu Lützeburg kommen. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit unseren Bürgermeistern an einer Videokonferenz zu schwätzen, um zu gucken, wie sie das an ihre Gemeinde machen. Weil sie sind die Ersten, die den Accueil lokal müssen organisieren. Und ich habe auch mit einer gewissen Aufsicht festgestellt, dass CSV-Bürgermeisterin extrem aktiv auf dem Domain. Also hin alle gut merci, weil ich weiß, dass das Erbig an nicht ist, für das zu gerieren, und ihr macht gut für das Weitere so. Wir wollen aber von der Regierung klar so, wir wollen aber keine Verschiebung von der Responsabilität auf die Gemengen. Die längelos, und die sollten das Problem logieren. Das geht auch nicht. Wir hätten gerne, dass die Regierung klar und deutlich sieht, wie den Zug soll dahin fahren, an welcher Vitesse soll fahren. Wir hätten gerne, dass ein Enregistrement dann zentralisiert, ob eine Art Weise möchte, dass Leute, dass Gemengen mit Leuten zu dienen haben, die am Lützeburger System enregistriert sind. Wir hätten gerne, dass Gemengen ganz detailliert Konventionen sollen kreieren, wenn sie dann offenen, wo die Responsabilitäten und finanzielle Implikationen schon absolut geklärt sind. Sie müssen sich an einen Kader bewegen, der sinnvoll und der verständlich ist. Wir hätten auch gerne, dass die Sicherheitsresponsabilitäten geklärt gehen, Häuser zur Verfügung gestellt oder Hallen zur Verfügung gestellt, die nicht dafür immer gedurcht wären, dass die Checke schnell gemerkt sind und die Responsabilität dafür noch klarifiziert ist und noch vom Staat kann überholt gehen. Wir hätten auch gerne, dass klar ist, wie ein Personal finanziert. Wir hätten gerne, dass an den Schulen auch klar und deutlich ist, dass zwar sicherlich Gebäude müssen zur Verfügung gestellt gehen, mit der Organisation überall auch in der staatlichen Responsabilität lebt. Aber wir hätten hauptsächlich auch gerne schon Gedanken über die Organisation von der zweiten Etappe, wenn die Leute kommen, an Hallen empfangen gehen, müssen sie auch noch weitergeschickt gehen, wie das soll funktionieren, wie das soll an die Realität umgesetzt werden. Das sind konkret und deutlich Fragen, und da werden wir an der Regierung sehen, dass ordentlich Antworten auf die Fragen kommen. Die Regierung, die muss hier Responsabilität holen.
wir verlangen noch ein Umdenken an der Verteidigungspolitik. Wir waren froh als Lützeburg, dass wir NATO hatten an den letzten Monaten. Für all die Leute, die gemeint haben, NATO wäre hier dort. So nicht, als er aber kommt, der Beweis kommt, wie ihr besser nicht hätte können kommen. Wir wären froh, habt ihr auch als Lützeburg, weil wir ja nicht lang gingen fertig bringen, dass wir NATO hatten. Wir wären auch froh, dass der Präsident Biden da war. Ich will mir nicht daran denken, was das gewirrscht wäre, wenn der Präsident für drun nach am Amt wäre. Herr Biden und Herr Blinken, sein Außenminister, haben Leute, die Europa kennen, die Europa gern haben und die sich auch für Europa ansetzen. Ich sage aber auch an drun, ich weiß nicht, was in 2 Jahren in Amerika los ist. Ich weiß nicht, ob den anderen oder ein Zellwicht nicht nach ein Jahr rumkommt. Und dafür, ich muss eng von den Konklusionen hier sehen, dass wir auch eine europäische Verteidigungspolitik machen, die so schnell wie möglich auch independent kann von der NATO sein. Natürlich an NATO impliziert. Natürlich an einen großen Wunsch, mit einem amerikanischen Partner zu machen. Aber am Notfalls muss man auch als Verteidigung Länge kriegen. Dafür haben wir an der Chambre gefroht, dass wir gerne eine Diskussion über die Ausrichtung von der Lützeburger Verteidigung und von der Lützeburger Armee in Zukunft hätten. Und dafür haben wir auch gesagt, dass wir gerne als Responsabilität und als Engagement erheben an die Lützeburger Verteidigung. Wir haben mit 0,6% bei weitem das tiefste Engagement, finanzielles Engagement an eine europäische Verteidigung. Das zweitletzte Land als Belgien mit über 1% neuerdings. An Zielsetzung aus der Chipverland soll 2% sein. Es geht nicht, dass Lützeburg so weit aufgeschlagen ist. Wir können und wir müssen als Responsabilität auch mehr mitdrohen und wir müssen da große Efforts machen. Dafür haben wir gefragt, für an den nächsten 3-4 Jahren das Budget auf 1% vom PIB herabzusetzen, anstatt die 0,7, die von der Regierung geplant sind. Das ist an unseren finanziell möglich. An no langen Diskussionen, die ich mit einer ganzen Reihe Leute hatte, ist das auch sinnvoll, weil wir eine ganze Reihe Kapazitäten können setzen, die sich an den europäischen Verteidigung gefroht wird. Das muss ja nicht eine große Ausweitung von unserer Armee am klassischen Sinn vom Wort sein. Wir haben Kompetenzen an einer Komponente aérienne, zum Beispiel am Transport, an der Observation, auch an der Evakuation medikal, die wir können entwickeln. Wir haben Möglichkeiten an dem Espace und an der Cyberdefense, wo wir aber eine extrem große Expertise haben, für eine europäische Defense an einer NATO eine Hilfe zu geben. Wir haben auch das ganze Projekt von der Medizin Militär, den sie entwickeln. Also auch da können wir einen ganz wertvollen Apport sehen, einen wertvollen Apport für eine Defense, für eine NATO, aber auch sogar einen wertvollen Apport für das Land. Wir hätten logisch die Diskussion über die Defensepolitik von Lützeburg, weil wir sagen, dass wir einen Teil von der Responsabilität für die europäische Verteidigung mit drohen. Da kommen wir nicht zu lernen, und das als Responsabilität, als Verantwortung und auch als Glaubwürdigkeit als Land. Energiepolitik ist an sich dieselbe froh. Das ist die große Schwäche von Europa. Das ist da, wo wir momentan erpressbar sind und auch erpresst gehen. Ich fand es, und ich sage das aus dem Gefühl heraus, beschämend. Christoph, du hast schon nur gefragt. Ich fand es beschämend, dass wir nach immer Gas und Petrol aus Russland holen und damit 600 bis 800 Millionen Euro den Tag an Russland schicken, für seine Panzer zu bezahlen und für den ganzen Krieg zu finanzieren. Es muss den aus moralischen Gründen so schnell wie möglich da rausklammern. Ich verstehe aber auch, dass das nicht immer direkt alles möglich ist. Aber ich so ganz klar haben drin, wir müssen als Europäer so schnell wie möglich fertig bringen, die Erfahrungen machen, dass wir eine Kapazität setzen, kurzfristig da rauszuklammern. Da sehe ich den Herr Habeck an der Karte erfuhren. Und du einen Kontrakt zwischen Deutschland und dem Katar aufschließen und nicht 2 Wochen machen darüber zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, wenn die europäische Bestreben da hingehen, dass wir von enger Dependenz als an die andere Dependenz bewegen. Weil auch so aufkommen am Katar sind
aufkommen, die als eng Dependenz als Europäer schaffen. Und ich so han run, es sind nur froh, dass die Europäische Kommission gestern dezidiert hat, dass man gemeinsam die do Probleme werden lesen, dass man gemeinsam Kontrakte als Europäer werden aufschließen, und nicht Land pro Land, und dann auch nach als Konkurrenz machen, an den Preis für den einen echt dabei zu kommen, an den anderen dann manner schnell. Ich meine, das wäre die allerschlechteste Attitüde, die wir könnten haben. Wir haben beim Covid gewiesen, dass die Europäer es fertig bringen. Wir müssen Teil auch bei der Energieversorgung fertig bringen. Und noch da, meine ich, muss die Lützeburger Regierung ganz klar und deutlich hier Meinung suchen. Und dann, merci Gilles. Und natürlich muss mir als auch Überlegungen machen, über als Energieversorgung an den nächsten Monaten und Jahren. Natürlich, und ich sage das klar und deutlich, ohne Hemmungen, also für uns evident, dass wir voll müssen auf die Alternativenergien setzen. Das ist momentan nicht nur eine Frage von Klimapolitik, die also auch primärement, mit das aber auch eine Frage von strategischer Independenz. Wir brauchen Alternativenergien, aber wir müssen volle Pulle durchführen. Das ist absolut klar an unseren Nerven. Aber auch wenn wir das machen, sind wir an den nächsten 10, 15 Jahren noch nicht da, wo wir müssen sein. Und in der Zwischenzeit muss man aber eine Energiepolitik organisieren, die als independent mischt. Und dafür müssen wir auch mit anderen Energiequellen gucken, wie wir so hier holen. Wir haben gefragt, an der Chambre eine größere Diskussion darüber zu führen. Wir hatten eine erste Etappe an einer Interpellation oder einer Heure d'Aktualität, die den Paul Galles für uns gemacht hat. Das ist darum gegangen, zu gucken, wie wir uns aufstellen. Natürlich brauchen wir Diversifikation von Gasimporten. Natürlich brauchen wir auch Gasimporten aus den USA. Und da muss man auch klar sagen, dass wir all die Diskussionen über das Fracking-Gas, wo wir da gehen wären, aus verständlichen Gründen, wir können so feiern, wie wir es in den letzten Jahren gefordert haben. Da muss man über diese Schiert springen. Alle Partei muss da über die Schiert an den nächsten Monaten springen. Wir brauchen eine Diskussion über den Wasserstoff. Die haben wir an der Partei schon lange angefangen. Aber wir müssen da weiterkommen. Wir so noch ganz klar, wir können aber nicht an die Wasserstoffpolitik werden, bis der Wasserstoff ganz gering ist, ehe wir ihn dann entwickeln. Wenn wir das machen, brauchen wir viel mehr lang, wie wenn wir schon eine Wasserstoffversorgung los en Platz setzen, an der Hoffnung, an am erbigsten Druck, dass es so schnell wie möglich soll gering gehen. Wir kommen los und darum Gottes Willen aufhängen, los all Ideologie auf der Seite, kommen wir machen, das was notwendig ist, lo, aber nicht an einer Woche. Und wir brauchen noch an Europa, man noch zu Lützeburg, mit trotzdem eine Diskussion über das Nuklear. Die Belgen haben ihre Nuklearzentralen um 10 Jahre verlängert, geringe Minister d'ailleurs. Die Deutschen haben zumindest in der Habeck ein gucken gelost, ob es sinnvoll wäre, so in diesem Moment herausfand, dass es extrem teuer wäre und wirtschaftlich noch nicht sinnvoll, aber trotzdem. Sie haben dann mal alles geguckt, offen, ideologiefrei und ohne Tabu, das heißt mit all den Elementen, die müssen dran sein. Wir hätten gerne als CSV, dass wir darüber eine Diskussion führen. Ich bin kein Freund von Nuklearpolitik, ich bin auch kein Freund von grünem Wasserstoff, aber ich sage, dass wir heute an der Situation, wo wir sind, ganz einfach die Diskussionen ideologiefrei müssen führen, um zu gucken, wie können wir als Land in ordentliche Konditionen mit Energie versorgen, und wie garantieren wir uns, dass wir aus Erpressungssituationen herauskommen, wie machen wir es für frei, aber wie stellen wir es für die Zukunft auf. Die Diskussion hätten wir gerne, an die muss man feiern. An die letzte Diskussion ist die über Lebensmittelindependenz. Ein Drittel vom Wes weltweit kommen aus Russland und der Ukraine. Macht den hat das schon angeschwert. Den Düngerpreis explodiert. Das trifft nicht nur Europa, das trifft auch den afrikanischen Kontinent. Weil wir kriegen nach das ein oder der andere kauft, weil man finanzielle Kapazitäten dafür haben, wenn die Preise steigen, riskieren riesig Hungersnoten an Afrika ausgelöst zu sein. Dafür ist es absolut evident, dass wir maximal Produktionskapazitäten müssen an Europa gestalten, dass wir so viel produzieren, wie wir an diesem Moment nehmen können. Und dafür auch die Überlegungen für die 4% verpflichtend, Stilllegung kurzfristig
von den Terrain von Ackerbauland kurzfristig soll ausgesetzt gehen, dass Männer flächenintensiv Kompensationssysteme sollen fond gehen, scheint als eng absolut Evidenz. Sind mir aber auch an dazu nicht gerade so klar, dass man muss denen Betrieber helfen, denen Agrarbetrieber, die durch die Preissteuerrichte momentan an riesige Schwierigkeiten gerade sind, an die Schwierigkeiten hun den Ende vom Mond zu fallen. Auch sie müssen Lo geholfen kriegen. Weil wir wenn Lohne helfen, als wenn die Betrieber nicht weiter funktionieren, dann haben wir ein großes Problem am Kader von der Ernährungssicherheit, den wir einfach müssen garantieren. Wir brauchen die Agrikulturbetrieber, die groß an die Kleinen hier am Land für als Energieversorgung. Sie haben Schwierigkeiten, dafür ist es ganz einfach, sie müssen Lo geholfen kriegen, das ist klar und deutlich. Liebe Freunde, die Ukrainer kämpfen einen Krieg für ihre Freiheit. Ob diese Recht tun, für ihr Leben so zu gestalten, wie sie es wollen. Sie kämpfen für ihre Werte. Und ihre Werte, das sind auch uns Werte. Sie kämpfen auch für uns. Und ich bin überzeugt, dass wenn der Herr Putin den Krieg an der Ukraine gewinnt, dass er dann nicht abhält. Ob das nur oder an 2 oder 5 Jahren ist, dass man da weiterführt. Dafür dürfen den Krieg nicht gewinnen. Dafür muss man stark sein, dafür muss man zusammen stark sein und dafür muss auch Lützeburg stark sein. Das an diesen Zeiten, wo als Partei eine wesentliche Rolle zu spielen hat. Weil Zeit von der Spaßpolitik definitiv rüber ist. Wir müssen also wertegerecht gehen. Verantwortung, Engagement, Glaubwürdigkeit. Wir müssen lo zusammenstehen, wir müssen lo zusammen kämpfen, wir müssen lo zusammen stark sein. Ich sage nicht merci. Merci. Normalerweise wäre der Schluss von mir geredet. Können wir noch einen kleinen Film, pur aufschließend wieder. Ich hoffe, mal tot. Ganz kurz den Aufschluss. Pur wir drüber als Partei. Das war ein schwieriges Jahr. Gehen wir noch nicht drüber an. Wir haben viel Arbeit gelegt an diesem Jahr. Die hat verschiedene Extremen gesehen. Wir haben viel Arbeit gelegt, weil es wichtig ist, dass wir eine Reihe Sachen umkrempeln. Gewöhnlich nicht umkrempeln, als der weiß, umkrempeln. Auch eine Reihe Evidenzen, die bislang Eis waren, auf Vorstellen am Ende gucken. Davon haben wir gesagt, wir brauchen Hilfe von außen. Wir haben eine Kommunikationsagentur, Guru heißt sie, komische Nummer. Wir haben es da wirken so. Aber wir haben die angestellt, die helfen uns am Prozess gestartet, für uns neu aufzustellen. Der Prozess, die gesehen, den heißt der heißt dynamisch, authentisch, relevant am Team. Weil das die Wörter sind, die wir wollten,
an den nächsten Main developieren. Es geht darum, auf die enger Seite ein Leitbild von unserer Partei zu nehmen, für uns vorzustellen, wie sind wir, was sind als Werte an einer modernen Welt von Haut. Wir kennen als Werte, aber wie sind die an die Welt von Haut umschreibbar, die christlich-sozialwerte, aus denen wir rauskommen. Für einen internen Prozess zu lancieren, für zu gucken, wie wir mit den Inski, wenn wir mit den schwätzen, wenn wir zu einer Decisionsfindung kommen, aber wenn wir es fertig bringen, dass die Decisionsfindung eckig erkannt soll sein, und auch draußen kann erkannt gehen. Auch eine Diskussion über die Themen, die wir priorisieren. Was das Lohn der CSV als prinzipiell Themen nimmt, und das ist klar, dass wir als Volkspartei über alle Themen als Meinung und als Position müssen tun. Aber welches setzen wir an den Vordergrund, was passt zu uns, und wie soll man das thematisch strategisch machen? Und das Letzte, das ist, dass wir auch an unserem Bild, an unserer Präsentation, an unserer Erderweis schaffen, wie wir noch draußen auftreten und wie wir dann noch an unseren Farben, an unserem Logo, an alles dem, was du an der elektronischen, aber auch an der Papayas-Version dann von uns herausgeht, wie das soll in Zukunft aussehen. Das ist ein großes Erbecht. Dafür hat man eine Reihe Workshops laufen, eine ganze Reihe Diskussionen laufen. Viele von euch werden mitgemerkt, wir hätten noch gerne, dass so viel wie möglich Leute mitmachen. Wir sind also schon weit daran, wir werden aber nach den 1. April eine Zucht digitalen CSV-Atelier abgehen. Das könnt ihr dann auf unserer Homepage gucken. Und das denkt dazu, dass ihr könnt klicken an rankommen und dann erstens gesehen, was die anderen Leute über Themen zu so nun, und zweitens auch ganz frei, ganz offen, so wie der Welt, Meinung so, Kontribution gehen zu der Neugestaltung, die wir an den nächsten Monat werden machen. Ich so nicht ganz klar für uns als die Kontributionen absolut wichtig. Und hier ist für die Leute, die nicht live dabei sind, dass sie auch eine Chance haben, zu sagen, was sie Herz, was sie Mo oder was sie am Kopf haben, wie sie wollen. Also viel Erbecht, die gut am Gang ist, an dem wir gemeinsam machen. Bleibt mir zum Schluss noch ein paar Merci zu sagen. Merci dem Christoph. Ich bin auch froh, dass Stefanie und Elisabeth von den Wahlresultaten hier zu der Equipe werden zustoßen. Nicht, weil es just eine Feminisation ist von unserer Equipe, dadurch, aber nicht nehmen. Auch weil ich so konnte beobachten an den letzten Jahren und den letzten Monaten, weil ich meine, dass wir ganz wertvoll Personen und eine ganz wertvolle Arbeitskapazitäten an die Equipe mal daran kriegen. Und auch leider für euch, weil so viel Arbeit da ist, dass wir zu viel Nachschwierigkeiten haben, werden zu packen. Und dafür bin ich froh, dass wir das Team können mehr groß machen. Ihr seid, ihr werdet schon dabei und ihr seid offiziell nach mehr wie willkommen. Ich will auch dem ganzen Exekutiv merci so und dem ganzen Nationalkomitee merci so. Wir waren oft so viel geschafft. Heinz, du hättest lieber live gehabt und nicht über Video, hast nicht immer gegangen. Aber das Video hat uns aber auch erlaubt, mehr schnell am oft wahrscheinlich zusammen zu kommen. Ich will auch der ganzen Fraktion, dem Martin und dem Gilles, merci so und Deputierten. Der Mann habe ich da hauptsächlich Ihnen zwei, aber weil dat wat man jo die Jore fir Druck kann und dat Fraktion a Partei méi Schwierigkeiten hat hein zu schaffen. Ich meng dat man absolut an total aus der Welt geraumt. Die Kollaboration as fir mich so Stadt extrem wertvoll. Ich will net so und geht ge Löschblatt zwischen deis, weil heinst du geht Löschblatt zwischen deis, weil man heinst du einer Menungen hun, weil man heinst du einer Wühen hun, mir sinn ernstcht von dem anderen, mit dat wird man aber fertig bringen, da das Diskussion zu feieren, für du not zu einer gemeinsamer Konklusion zu kommen, an die gemeinsame Konklusion zu summen, als Parteimeinung rauszugehen, an der das alles verzielt, der Rest bereichert just als Diskussion. Dafür merci ich zwei auch an. Ich will auch der Equipe vom Generalsekretariat, dem Nathalie, den zwei Sergen, dem Justin, merci so, ohne sie ging du nicht viel laufen. Und dann mein letztes Wort, das heißt die erste Etappe, die wir lo machen, die ganz neue Abstellung, die haben wir bis Juni aufgeschlossen. Und dafür invitieren ich alle durch, den 11. Juni des Jahres, der das nicht mehr lang, auf einen extraordinären Kongress, wo wir dann am neuen Look, mit der neuen Erderweis, und auch EU führende Wahlen, die echt Akzente an unsere Thematik, an unseren Inhalten
zu summen mat Dich wolle setzen. Et das wichtig, dat do sieht, Dir wisst ohne Präsenz mach noch net ganz viel. Ich so nicht merci. Vielmals merci, Claude. Ich ging dann Martin Depré als Präsidentin von der Wahlkommission Europäische für als Resultat zu delen. Merci Narimol. Generalsekretärin Stephanie, du hast gesagt, du bist die erste Generalsekretärin von der CSV. Von den 213 gültigen Stimmen kriegst du da 194. Bravo. Bei dem Präsidentenposten der Präsidentin lungen 214 gültig Zetteln an der Küste. Davon hat Elisabeth 185 Ja-Stimmen. Gratuliere nicht zwei. Merci. Da bleibt uns auch nämlich ein ganz große Merci zu sagen. Wir freuen uns auf die nächste Main, mit uns Main für uns, den 11. Juni, wie gesagt, ein ganz wichtiges Datum. Wir zählen auf euch an, wir freuen uns. Zusammen mit der ganzen Equipe, das umzusetzen, was der Claudia schon beschrieben hat. Très bien. Ich kann den nicht mehr beifügen. Eine ganz große Merci für die breite Unterstützung und das Vertrauen, das uns geschenkt hat. Wir probieren nicht zu enttäuschen, aber wir werden alles dran setzen, dass 2023 CSV die größte Gewinner wird sein. Voilà, während der Zeit, wo hier noch paar Foto gemäht gehen, profitieren ich davon, für dann unsere zwei neuen Damen herzlich zu felicitieren. Einkehr als Parteipräsidentin, dem Elisabeth Mark, und einkehr als Generalsekretärin, dem Stephanie Weidert. Felicitationen und ihr zwei, und ihr werdet das schon rocken. Keine Angst, das geht. Und da will ich aber ganz zum Schluss auch nach Schipfränge Merci so ein große Merci und ihr alle guten Members von der Partei, Delegiert, Invitieren, dass er den Moyen de Weber ja auf Ettelbreck von tut, dass er den ganzen Moyen mal da ist verbrüstet. Es wäre ein spannender Kongress, es wäre ein interessanter Kongress. Ich sage aber auch Merci den Leuten, die uns am Empfang geholt haben, den Leuten von der Wahlkommission mit ihrer Präsidentin, Martin Depré, die Journalisten so und Joral gute Merci, dass sie unseren Kongress heute Morgen couvriert haben. Aber auch alle guten Firmen, die dazu beigetragen haben, für das wir mehr flotte Kongress hatten, so nicht Merci. Wenn wir fertig sind, weil ihr wisst, es gibt noch immer das Nationalhymn gesungen, da könnt ihr zu der Dotter die rausgehen, die erst wie erst auf die linke Seite. Und dabei gibt es dann einen Ehrenwein und einen Grillstand. Getränk ist gratis und gegrillt, das muss er bezahlen. Voilà, just für die dote Sachen nach mal auf den Weg zu gehen. Und da ging ich so in ihre Lohesch zu summen noch 4 auf den Ehrenweinmal als erste Etappe, könnt nach Nationalhymn. Und du für drun kriegst du Wunder Merci gesagt, Diane, du kriegst auch eine Blume strauß. Merci.
Martin Döpré, wann ich gelieft, wann es nach ein Jahr keins bis Lunch kommen,